Dann trinken wir mal erst einmal was, weil das haben wir wieder vergessen. Bei uns sprichwörtlich wieder 5 Sekunden bevor der Stream losgeht, hersitzen. Schöner Ton. So, schauen wir gut aus. Du hast mal die Tröte vieren. Da, rundherum schaut's aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich mache gerade schon wieder 25 Sachen gleichzeitig. Ich weiß nicht, wann ihr es zum Singen kriegt, aber oder ob ihr es überhaupt zum Singen kriegt. Ich habe keine Ahnung. Hobby! Ich bin's, Birger, Micker, Bettel, Brudis, Alter. So schauen wir aus. Sprengi, Motivation kickt. Eigentlich überhaupt nicht. Jetzt habe ich total... was ist denn das für... Was habe ich jetzt da für einen ekelhaften Lungenharing aufgelassen? Birger, du asozialer Wichser! Hau die Ehre wieder an! Übrigens, der Birger, Mittwoch, 20 Uhr, Battle Brudis, blabldi blubeldi. Hau die Ehre an die Bugel, an den Baumgarten, an den Cola, an den Bavaria, an den Wein Stefan, an den Metalhead, an den Bizzini, an den Fassi Junior, an den Rest der Moderatoren, an den Beton, an den Bertoni Beppo. Sag ich mal, der Beton Beppo, die darf ich besser finden. Beton Beppo ist stark. An die Wi-Fi, an den Zufall, an den Forest Quarter, an den Waltra, an die Freiberlädchen, an den Bär, den Riesen, den Hoffmann, den Daffy-Duck, den Forest Quarter, den Flieger, den Wagen, den Playlex, den Forest Quarter, den Hall mit dem Herrn Baumgartner, den Mainmaker, den Duff, den Flea Frankie. Jetzt muss ich alles kriegen, sonst komme ich nicht mehr mit. An den Flüge, an den Müller, an die Laura, an den Erdl, an den Süßlo, an den Jodel, an den Flüge nochmal. Einfach, wenn wir es kennen. Grüß Gott beieinander. Wir schauen mal bitte aus. Ich weiß es nicht, der Timmy hat schon wieder eine Donation reingeschissen. Grüezi fix, mehr Servus, bin auch da. Grüße von mir daheim. Was ist denn jetzt? Das hat sich bei mir mein eigener Stream einfach reingeladen und ich weiß nicht warum. Weiß ich nicht, was da wieder im Arsch ist. Ist da irgendwas im Arsch? Weiß ich nicht. So, da passt, glaube ich, alles. Ich glaube schon. Wunderbar. Grüß Gott beieinander. So, heute eine neue Runde Battle Brudis. Spalten, hackeln, Köpfe dreschen. Ich glaube, ich hoffe, der Sprenger ist heiß. Und der Rest, ich habe leider einen Namen vergessen oder das ist mir ein bisschen mehr Zielwasser gesucht, weil sonst haben wir uns nicht mehr lang. Wir schauen mal aus, Kinder. Ich tue gerade einen Haufen Scheiß. So, wie es ist. Da liegt so viel Scheißdreck umeinander. Der Schreibtisch hat ungelogen 8 Quadratmeter. Sim. Weiß nicht, Digi, weiß nicht. Jetzt ist mir meine super sexy Frauen-Dude aufgegangen. Was ist denn da los? Was ist da los? So, jetzt so nicht, Freunde der Sonne. Ja gut, dann hängt er halt mal an, das ist ja wurscht. Schreibtisch, Dresden 45, koloriert, Vollgas, volle Kanone, Alter. Ich weiß auch nicht, ich meine, ein bisschen alleine spoilern kann ich, weil in 2 Tagen habt ihr sowieso wieder alles vergessen. Ich habe ja gesagt, am Sonntag kommt ein Video, das wird wahrscheinlich nichts. Ich sag das, was ist, weil das, was ich machen wollte, ich habe absolut keinen Bock. Ich habe absolut keinen Bock zum 12.000. Mal dieselbe Scheiße. Ich habe einfach keinen Bock nicht. Und ich habe auf was ganz was anderes viel mehr Bock. Wenn ich in die Richtung schaue, dann absolute Pro-Gamer wissen, wo ich hinschaue. Mit dem hat es was zum Tor, mehr mag ich nicht sagen. Und ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Das mache ich einfach. Ob da draußen ein Video wird. Also ich bin am, wie soll ich sagen, am Protokollieren, was ich hier tue. Das habe ich noch nie da. Und ob das, was ich in meinem Kanal verloren habe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist mir scheißegal, ich sag das, was ist. Von der KI ein Leberkas-Rant-Video machen lassen. Nein. René! Darf ich? Nimm so einen Kaffee und spreche, das ist der Mann. Hat er verdient. Hat er sich wirklich verdient. Zerhackelung! Grüße aus dem Altmetall. Grüße zurück, Daffy. Merci dir. Küsschen aufs Nüsschen. Schmidi! Merci! Der Birger leider schon wieder Spätdienst. Der steigt in den Nachschau-Squad. Kriegst du mir einen Nachschau-Squad. Ab in den Chat habe ich dir einen Nachschau-Squad. Wenn ihr mitmacht, ist nicht im Vorschau-Squad. Im einzig wahren. So. How to Minis umholen? Nein, wird's auch nicht. Es hat was damit zu tun, ja. Aber es ist so ein kleines Projekt, das schiebe ich so seit Wochen und das sage ich auch im Video seit Wochen und Monaten vor mir her. Das ist ein shit ton of work und ich habe absolut keine Ahnung, aber da habe ich mir gedacht, ich lasse euch mal teilhaben, wenn ich was anfange und habe keine Ahnung davon bis zum fertigen Produkt, wenn es fertig wird. Und dann gibt es auch ordentlich was zum Singen und so. Also nicht nur im Video und auch woanders und so weiter und so fort. We will see. Schlüsselputzigkeit, Flachwitz des Tages. Wie macht eine polnische Taube? Kurwa. Kurwa? Du Kasper, du. Kasperline, du. Danke dir. Habe dir ihre Nachschau-Squad. Da, so ist recht. Haben wir nicht recht für mich gemacht. 100% Hitrate bis jetzt. Wehe, das wird schlechter. Sprengi, hast du noch kein einziges Mal daneben gehauen im Battle Brothers, oder was? Kann ich fast nicht glauben.
Kann ich fast nicht glauben. Servus, bin jetzt das erste Mal dabei, was läuft. Da läuft, weiß ich nicht, Fernsehprogramm. Erstmal Werbung. Hast du vor, Elden Ring DLC zu spielen, wenn es kommt, oder ist die Sache abgeschlossen? Kann ich noch nicht sagen. Wenn ich hart... Sprengi, hol Seda. Let's go. Let's go! Let's go! Seba, Sepp, merci dir. Servus, Bürger. Wie Urkatzel. ein Mann, dass er Das war nicht so Urkatzel. Pläne macht. Bitte. Er kauft 2 Kisten Bier. Auf einen schönen Abend. 2 Kisten Bier haben bei euch einen Zukunftsplan. Das ist aber keine sehr lange Zukunft, muss ich sagen. Seba, Sepp, merci dir. Urkatzel, Mahlzeit, Chef. Ist bei dir auch so ekelhaft windig. Die ganze Zeit schon. Gestern hat ein scheiß Blizzard auf meinem Balkon aber gehauen. What the fuck? Keine Ahnung. Steht draußen beim Rauchen und denk mir so... Hagelt's jetzt? Schneit's jetzt? Regnet's jetzt? Geht der Hagelsturm? Oder alles gleichzeitig? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Michelsen, merci dir. How to Fingernägel umholen. Ja, das ist er. Das ist vielleicht da dabei. Schauen wir mal. Oder eher besser gesagt, die Improvisation zu How to Warhammer ist How to Fingernägel schneien. Erstmal. Damit nichts passiert. Der Pelo schreibt, Birger, ich habe ja gehört, dass Scorn ein saugut Spur sein soll und das nur Programmer-Level over 9000 sagen. Ja, leider Gottes bin ich Programmer-Level 8999, klang für mich nicht. Hilft nicht. Ist die Grafik auch irgendwie besser als sonst? Birger war es auch nicht, glaub schon. Die Grafik, also jetzt ist RTX auf alle Fälle on. Später im Spiel dann nicht. Oder was? Ich spendiere mir selber. Servus alle miteinander. Merci, Birger. Birger, bester Mann am Platz. Hat er gut gemacht. Jetzt sitze ich gerade die ganze Zeit schon da und denke mir so, es ist fast schon ein wenig ungewöhnlich, dass der Donation-Knopf nicht wieder komplett misshandelt wird. Dann kommt Freibier-Legend. Der Ibene Du auf einen geilen Stream. Ich hoffe doch! Ihr seid übrigens wahrscheinlich das letzte Mal Battle Brothers. Nächste Woche, also es macht halt wieder so unfassbar viel Spaß, und nächste Woche nochmal. Oh shit. Ich habe die Ankündigung vergessen. Ah! Wer hat der nicht geschrieben? Der Dampfler. Merci für die. Ich sehe so geil, ich hab's vorbereitend geschrieben, habe aber nicht auf Enter gedrückt. Herzlichen Glückwunsch mir selber. Ja gut, dann halt auch nicht. Erst einmal habe ich die Ehre, Rolle, die in Discord jetzt einer kennen. Weiß es was es ist. Ich krieg jetzt den Reminder vom Discord. Pelo, das hilft eh nicht. Wenigstens einer der Meeting. Dampfler, Press F und Dampfler. Wenigstens einer der Meeting. Zitrona Kitty, Servus Bier, Grüße aus Neubekannter Donau. Grüße zurück aus Landau, Isar, unter der Brücke. Jetzt die. Jammern, dass die Donation-Button darüber hat. Gell, geiler Wichser. Natürlich habe ich da jetzt gejammert. Ich habe indirekt habe ich um Donations gebettelt. Ja? Hau raus. Ich bin's bloß nicht gewohnt, was wir sonst schmerzen die ersten 10 Minuten, wenn's nicht eskaliert. Ja, hat's aber auch selber schuld. Was müsst ihr den ganzen Tag da drauf umeinander dreschen? Weiß ich auch nicht. Riese Mike! Heute ist meine Bierbestellung gekommen. Hab mir ein T-Shirt für meinen bald geborenen Burm und eine Leitzahl gegeben. Merci für deine geilen, lustigen Videos. Bester Streamer auf der Welt. Herr Riese. Erst einmal GZ an wir bald geborenen Burm. Ja, vorab GZ. Fühl dich in die Zukunft GZ. Wenn du nicht weißt, was GZ heißt, dann googelst du es jetzt. Und überhaupt sowieso. So, aber weißt du, was wir stattdessen machen können? Weil diesmal vergiss ich es nicht. Heute habe ich nämlich mit einer geschmerzt. Pass auf. Muss ich aber kurz aufstehen. Weißt du, er ist wieder 0,0 vorbereitet. Diese Dinge. Ich setze mir das jetzt auf wie ein Vollmongo. Ja, jeder, der das aufsieht, man schaut nie aus mit dem Ding wie ein Vollmongo. Ja, muss man wissen. Han in der Mache. Wer so ein Ding haben will, Achtung, Ausrufezeichen, Cap in den Chat einschreiben, registriert euch euer E-Mail da davor. Dann kriegt ihr von mir persönlich und nur von mir vorab eine E-Mail, wenn das Ding online ist, falls die wieder sofort ausverkauft sein sollten. Ah, ich mag's nicht verschreien. Ich glaube mittlerweile haben fast alle eins, oder da haben so gut wie alle eins, aber wer noch keins hat und immer noch wartet, weiß es was es ist. Dauert aber noch eine ganze Zeit. Okay? So, was ist da? Timmy! Gut, was? Nein. Das ist falsch verstanden worden. So. Setzen wir natürlich so auf, dann sehen wir natürlich nicht, dass dieser Vollbier-Squad-Cup ist und dann weiß ich nicht. Der King of Barbecue schreibt, ich will ja 40 Kappe. Ich weiß nicht, ich sollte halt auch nicht 25 eine Kappe kaufen, wenn du schon 2 hast. Ich weiß auch nicht, was. Ich weiß nicht, was ist mit euch? Selbstverständlich gibt es da auch wieder die Vollbier-Squad-Mitgliedkarte unterschrieben dazu, weißt du selber, es ist. Selbes Spiel wie die letzten mittlerweile 3-mal. Oder wie oft haben wir diese Aktion jetzt gemacht? 3-mal und jedes Mal waren es sofort ausverkauft. Und wir brauchen aber halt irgendwie einen Richtwert, wie viele Leute noch eins brauchen.
Okay? Deswegen diese E-Mail-Geschichte auch ein bisschen, um mal so transparent zu sprechen, wie es geht. So, genug gebabbelt. Da fangen wir an, oder wie? Flo, merci für den Zirkel, aber Drittsektion oben anwesend. Birgi, merci dir für die guten Streams und Videos. Immer wenn ich einen Scheiß da gehabt, dann schaue ich deine alten How-Tos oder Kruzifix an, dann ist wieder alles gut. Wie lange wie lange funktioniert denn das noch? Wann werden denn die alt? Frage ich mich. Ich habe ja schon Ewigkeiten kein Wirkliches mehr gemacht und Ding, und ich sage auch, ich habe auch keine große Lust mehr dazu, weil ich einfach alles gemacht habe, was ich machen wollte, um ganz ehrlich zu sein. Es kommt schon wieder hier und da Videos, aber ihr merkt es ja selber. Ihr merkt es ja selber, dass, keine Ahnung, weiß ich nicht, alle 6 Wochen kommt noch mal irgendein Video. Das ist schon seit Ewigkeiten so. Ja. Hauptsache, hoffentlich hört bloß der Stream nicht auf, jemals Spaß zu machen, weil sonst kriege ich einen Schlaganfall. Dann bin ich halt raus. Aber gut. Freunde der Sonne, ich würde sagen, Schnauze jetzt und fangen wir an. Wir müssen mal hackeln, ein paar Meter machen, wenn das heute der letzte Stream ist mit Battle Brothers. Aber wer weiß, haben wir schon öfter gesagt. Ja, Flo, merci für den Zwickel, Timmy, merci für den 10er Zitrone, Kini, Rest und überhaupt sowieso Freibelätschen. Kuss auf die Nuss. Pass auf, jetzt machen wir mal die Alert Sounds aus und dann schalten wir gemütlich um, Alter. Jetzt muss ich. Das nervt mich jetzt, wenn da hinten meine Haare aufgängen und da umeinander wursteln, steck's einfach irgendwo hin, keine Ahnung. So, passt. Die Eckerin! Was ist da mit ihr los? Dudel vom Depf, Squad, Vorstand, Hashtag Top auf die Depf, Radetzky-Marsch auf die Depf, hätte ich vorgeschlagen. Eva! Ich wünsche euch einen schönen Stream, wir haben ins Bett. Ich mein's echt, dass ich wieder arbeiten kann, endlich ohne Schmerzen arbeiten. Servus benannt. Das ist nicht gut. Das ist einfach, es gibt mehrere im Leben außer Arbeit. Da muss man einfach mal drüber nachdenken. Eva, merci wieder ein Fünfer. Und dann hat sich gute Besserung mittlerweile auch erledigt. Sei das so. Ja. Es gibt noch was Besseres wie ohne Schmerzen arbeiten. Ohne Schmerzen einfach weniger arbeiten. Das ist eine gute Idee. Da hab ich mir richtig was ausdenkt, so. Weiß ich, was es ist. Gerade bei der Opa vor 70 Jahren gesagt hat, ja, wenn ich arbeite, der wird nichts. Weiß ich, was es ist. Muss man auch mal vielleicht irgendwas da, was einem wirklich, wirklich Spaß macht und man sich nicht einredet, was wirklich Spaß macht. So, Freunde der Sonne, Schluss jetzt! Wo ist mein Mauszeiger? Bist du behindert? Mauszeiger wo? Ich sehe meinen Mauszeiger nicht. Wieso sehe ich meinen Mauszeiger? Ich sehe ihn, habe ich da links einer von. Also, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Da ist er! Warum sagt keiner was? Da, hier, Load Campaign. Freunde der Sonne, waren wir stehen bleiben. Haben wir mir nur einen Hard Save gemacht. Ich glaube schon. Stream 1, Vollbier Squad am Start. Load. Das müssen wir sowieso jetzt mal kurz durchklicken, was da überhaupt los ist. Wir haben neben der Blankenstadt. Okay. Wie schauen wir aus? Wir haben beieinander. Stabil haben wir beieinander. Wir haben letztes Mal, glaube ich, jemanden verloren. War das nicht der Flugbison? Nein, der Flugbison lebt noch. Aber der hat immer noch eine harte Fleischwunde. Ja, okay. Wir haben da einen Haufen Zeug, ein bisschen gelootet, ja, ein paar Dolche, ein paar Hackeln, ein Schädel und so weiter. Der Sprengi hat auch eine kleine Verletzung, aber ist nicht schlimm. Wir könnten uns einmal ein nice Hacki für einen Sprengi so. Es wäre eigentlich geil, wenn wir mal Orks treffen täten. Und überhaupt dann sowieso. So, abgelevelt. Hoppala, haben wir letztes Mal noch. Und ansonsten, da ich sagen, never touch a running system. Ich würde jetzt mal vorschlagen, unser genereller Plan war ja, bei diesem gelb-grünen Nobelhaus Quests zu machen. Die haben schön beieinander, da haben wir nicht recht weit zum Gehen. Und genauso machen wir weiter. Das sagt der, wie es ist. Gehen wir mal in die Stadt hinein. Da warten auch schon 2 Aufträge auf uns. Was haben wir da? Contract available. Vielleicht schauen wir aber auch noch mal schnell in die Brudis hinein. Was haben wir da? Guido, the Sergeant. Background, Retired Soldier. Das ist alles teuer. Wir müssen ein bisschen Gold grinden. Und die kriegen wir natürlich durch Aufträge und so weiter. Und irgendwo, wenn mich nicht alles täuschen tut, haben wir doch eine Stadt gehabt. Oh, die haben geradet worden, da haben Ruinen, das ist nix. Ja, genau. Da herum erhoffen wir, von Weilersheim. Die haben nämlich da eine Hunters Cabin. Das heißt, das ist eine Jagdhütte. Und dadurch erscheinen potenziell die besten Fernkämpfer im Spiel zum Rekrutieren da drin. Die haben einen bestimmten Hintergrund, ich glaube Jäger einfach, also sie sind halt Hunter und die haben ganz furchtbar gute Stats für Fernkampf und einen sicheren recht frühen kriegen war nicht schlecht. Bis dahin, weil weiter können wir sowieso nicht, levelt man mir unsere Brudis, so wie wir es haben, hilft das sowieso nicht. So, ab in die Stadt, nehmen den ersten Contract anschauen. Natürlich ist es wieder ein Delivery Contract, ist eh klar. Müssen wir irgendwas abliefern, blabli blubli, steht irgendwo grob, wo hier, something will be delivered to Magnus of Kargau in Kargau.
Die Map habe ich schon lange wieder auswendig vergessen, wo Kargau ist, weiß ich nicht. About a day of travel northeast of here. Das heißt, nach rechts oben ungefähr einen Tag Reise, das nehmen wir an. Was kriegen wir dafür? 130 Kronen, das ist ja lächerlich, das akzeptieren wir. Und mehr gibt es da eh schon nicht. Schauen wir mal, kann man da vielleicht noch Waffen kaufen oder so? Ich dachte ja, einen Sprengi gerne ein neues Hacke kaufen, sag ich dir, was ist. Zumindest die nächste Stufen von Zweihand-Axt, die ein bisschen mehr Schaden macht. Dann kann er hier richtig reinrasieren. Gibt es denn da sonst noch für Gebäude? Nix da, Trainingshall. Schauen wir mal. Da kann man eigentlich mal im Sprengi. Schauen wir mal, wo ist denn der Sprengi? Sprengi die Hacke. Sollen wir da mal wieder investieren? Nein, wir müssen Gold sparen. Ich sag, wir müssen Gold sparen, das hilft nicht. Ich hätte gern. Wir müssen nach Kargau, so ist was ich weiß. Was wir da dafür auf alle Fälle mal deren, schauen wir noch schnell. Trading Goods. Haben wir da irgendwas Tolles zum Einkaufen und Verkaufen? Nicht wirklich. Der Wein ist schweineteuer. Nahrung schaut nicht gut aus. Also sicher nicht, sollte man vielleicht noch mitnehmen, aber die ist da schweineteuer für 68 Gold. Normal kostet die 50 und weniger. Das der wir nicht. Da laufen wir mir nach Erlach. Sag ich dir, was ist. So, ab geht's. Ab die Post. Machen wir mal Time ein bisschen schneller. Ab die Post wird schon wieder Nacht. Wenn wir da mit der ersten Stadt ankommen, dann ist es wieder finster, dann können wir nichts einkaufen. Das ist natürlich ein bisschen dumm, aber hilft nicht. Der Schwirzel schreibt, der Birger hat zwar nichts mit deinem Stream zu tun, aber mit der letzten Folge Speziwirtschaft. Also bei uns lenkt Gickel kein Ohr, sondern Täner. Bussi aufs Nussi. Meinst du, dass ich noch weiß, was wir mir im Podcast geredet haben letzte Woche? Aber ja, ist generell richtig. Bei mir heißen aber alle Gickel immer Gickel. Und did you just assume this gender? So ist, was mir dazu einfällt. Da können wir natürlich nichts einkaufen, ist eh klar. Ab weiter nach Kargau. Ab nach Kargau. Schauen wir, ob wir auf dem Weg vielleicht irgendwo Diebe finden oder so, aber in der Nachtkämpfe ist natürlich immer Bullshit, weil unsere Bogenschützen dann schlechter treffen. Ganz klar. Oh, das haben wir gar nicht gesehen. Da ist auch Hunters Cabin. Da schau hin. Achtung, Hunters Cabin. Muss ich schnell auf Karten gehen? Ist das schon ein Hunters Cabin? Ja. Das heißt, auch in Kargau können sich eine Brudis spawnen zum Kaufen. Was ist da passiert? Warehouse burned down. Das ist der Marktplatz ist im Prinzip niedergebrannt und hat jetzt 50% weniger Items und gibt uns 5% mehr für unsere Sachen. Verkauft seine Sachen aber auch für 25% mehr. Das ist natürlich nichts. Was kostet da? Da kostet 69. Nice. Na, wir brauchen ein bisschen was. Oh, wir haben nichts mehr zum Essen. Dann werden wir wohl oder übel in den sauren Apfel beißen müssen und werden uns die Kernel kaufen müssen. Hilft nicht. Hilft uns nichts. Und da läuft. Flori! Hau mich runter! Metal Battle Brothers! Nix da. Den Tag, an dem du mich mit offenen Haaren siehst, der wird kommen, aber not today. Merci dir. Und die Hacki da irgendwo herin. Nein, haben sie auch nicht. Aber ich habe gesehen, sie haben Aufträge da herum, das ist schon mal gut. Und da ist schon einer. Da ist schon einer. Das sind genau die Typen, die ich suche. Es ist mit dem Background Hunter, also Jäger. Hunters are used to expertly hunt animals with bow and arrow and traverse the woods on their own. Das heißt, sie haben grundlegend schon mal bessere Stats. Da schaut er das an. Der hat 2 Sterne auf Fernkampf, 2 Sterne auf Fernkampfdefensive und hat 1 Stern auf Fatigue. Das ist nicht absolut perfekt, aber das ist richtig, richtig gut. Das heißt, den nehmen wir mit. Der kostet 1600, die haben wir. Dann haben wir noch 1200 Gold haben wir noch übrig. Der hat schon mal einen guten Bogen dabei. Was haben denn unsere Leute für einen Bogen? Er hat noch den kleinen. Sagt man da, das ist der Kurzbogen, der macht 30 bis 50 Schaden. Das ist der Mapfrey, ist übrigens einer aus der Community. Wir werden heute auch wieder ein paar Leute benennen noch. Und wenn ich da jetzt einer schaue, dann hat der schon ein bisschen den Grässern, der ist ein bisschen heller. Das ist, glaube ich, weiß nicht was, das ist ein Großbogen. Gibt es sowas? Es ist halt ein normaler Bogen wahrscheinlich einfach. Und der macht schon mal ein bisschen mehr Schaden. Und da ist noch einer. Der Willibald. Schauen wir mal, was der Willibald kostet. Der kostet 100 weniger und hat Sterne leider Gottes auch woanders. Die hat er auf die Hitpoints, das bringt uns leider gar nichts. Und auf Melee Defense bringt uns leider auch gar nichts. Was hat er für Traits? Er ist Brave, er hat plus 5 Resolve, das war gut, das kann man immer brauchen. Und was heißt Dexterous? A dexterous character has an easier time hitting his opponent in Melee. Was heißt Dexterous? Geschickt. Ja, Dexterity heißt Geschicklichkeit. Ja, das hätte ich eigentlich selber ableiten können. Der ist geschickt. Ja, super. Melee-Skill hilft uns aber leider gar nichts im Nahkampf. Darum ist es leider nicht.
Der war nicht schlecht, der hat coole Trades, aber das sind halt leider total die falschen und das kann man sich halt nicht aussehen. Der Landrich, der hat gar keine, ist das jetzt gut oder schlecht? Deswegen ist er nicht ganz perfekt. Es war absolut perfekt, wenn er 3 Sterne auf dem Bogen hätte und nur irgendwie, was weiß ich, ein Sektorfädel weiter oder hat halt irgendwelche Trades, die dazu passen, dass er besser trifft oder mehr raushält oder irgend sowas. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit? Heil! Ist er schon dabei, ah? Da gehst her. So, den müssen wir auch gleich leveln. Das ist alles, was ich weiß. Gleich mal reingelevelt. Roher mal gescheit. Wunderbar. Gut, hat keine guten Startstats. Ich glaube, ich hätte starten können zwischen 53 und 59, wenn ich mich richtig erinnere. Das sind diese 2 Zahlen, die da dort stehen. Das ist übrigens ein Add-on. Das ist ein Mod, besser gesagt. Das sagt man normal vorher nicht. Damit ist aber vollkommen nervt, dass ich die Typen jetzt mal kaufen muss und dann wieder weiterschicken muss. Nervt mir einfach zu Tode. Darum habe ich mir das installiert, dass ich sehe, ich lerne halt nicht auswendig, was diese Bros mit dem Hintergrund von Hunter zum Beispiel für Stats haben können. Irgendwo zwischen 53 und 51, das weiß ich nicht, das ist mir wurscht. Das ist mir nicht wurscht, sagen wir es so, aber ich lerne halt das nicht auswendig. So, wir haben auf alle Fälle einmal. +4 ist ein einigermaßen guter Roll mit 2 Sterne auf Range Attack, dann +4 auf Range Defense, Shot auch überhaupt nicht. Und dann haben wir einen Mikrofoncheck, hallo? Hört ihr mich? Man hört Sound, also ganz weg ist er nicht. Hallo? 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 Grüße an den oh, man kann mich hören. Okay, das heißt, das Mikrofon funktioniert. Das ist mein Headset-Mikrofon. Kriegst einen Schlaganfall, das ist das falsche Mikrofon. Warte mal. Machen wir so. Mikrofoncheck, jetzt ist wieder das normale. Hallo? Was war denn jetzt? Habe ich einfach Freeze-Code. So, jetzt müssen wir bloß eine Kamera hinkriegen. Hallo, everybody! Hello, everybody! Was mit der Kamera ist, weiß ich nicht. Muss ich schauen. Weiß ich nicht, die hat's zerschossen. Da in meinem Logitech-Ding funktioniert. Warte mal. Cambrio. Machen wir so. Machen wir so. Hallo? Geht jetzt wieder was? Hallo? Bin ich wieder da? Was war denn das jetzt, Alter? Was war denn das jetzt wieder? Ich hab überhaupt nichts da! Ich bin da gesessen und hab erklärt, was war. Sie haben nichts gesehen. Es ist nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, was das war, vor allem ist Battle stehen geblieben. Ich habe keinen Sound mehr gehabt. Dann hat es ein paar Sekunden gedauert und dann ist alles wieder gegangen, aber die Kamera ist hängen geblieben und das Mikrofon war weg. Ich glaube, dass das mit meinen USB-Hubs da ein bisschen was zum Tor hat, die ich vielleicht ein bisschen übertrieben zusammengesteckt habe, wie ich heute Videos gemacht habe. Oder Zeug gemacht habe, allgemein.
Bin wieder da. Servus, grüß Gott beieinander. Ich weiß nicht, was ihr noch gesehen habt, keine Ahnung. Ich habe in Range Attack eingewürfelt, ich habe in Range Defense eingewürfelt und ich habe noch einen ziemlich guten Roll auf Fatigue. Fatigue können wir brauchen. +4 ist schon fertig auch. Und Perks machen wir ganz genau so. Same shit as usual. Wir geben einem Student, kriegt er 20% mehr XP. Der muss jetzt so schnell leveln, wie es geht, damit er ein bisschen trifft und so weiter und so fort. So, haben wir vielleicht minus Fatigue, -8, -3, haben wir vielleicht irgendwie. Der kommt da schon, pass auf, können wir mal einen Bogenvergleicher, der hat jetzt Schaden 40 bis 60 und noch ein paar andere Stats da. Und den Bogen, den der Mapfrey hat, der hat bloß 30 bis 50. Also er macht ein bisschen mehr Schaden und was hat er denn sonst noch für Stats? 35% Armor Pen, also schießt durch die Rüstung durch. Und hat der auch 35%. 55% effektiv gegen Rüstung. 50% plus effektiv und hat eine Range of 7 Tiles und der hat mit Sicherheit auch 7 Tiles und braucht aber ein bisschen mehr Belastbarkeit am Brudi. Aber gut, passt, mehr brauchen wir nicht. Den scheiß Dolch, brauchen wir den Dolch, ich weiß nicht, wen, nein, den brauchen wir nicht. Ja, wobei, gib mal unseren Rangler, gibst du mal einen guten Dolch, das ist der da herum. Schauen wir mal und ihm geben wir den schlechten Dolch, weil es wurscht ist und los geht's. So, Hammer! Dann darf ich gleich sagen, nehmen wir den nächsten noch. Ich habe schon wieder Donations übersehen. Die haben wahrscheinlich nicht angezeigt worden, währenddessen hier kaputt war. Punisher, merci für den Resub, merci für den 4 Monate. Habe ich dir jetzt zurück. Seebauer, merci für den 5er. Grüße an den Weicheischuppen Junior. Wer ist denn der Weicheischuppen Junior? Merci dir. Was hast du für Add-ons am Start? Das ist eine unfassbar gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich habe einmal das Add-on, das mir da rechts herum zeigt, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe. Was die Stati oder der Status in einer Stadt bedeutet. Ja? Das sind diese 3 Zeilen drunter. Hat -50% weniger im Angebot und so weiter. Das ist ein Add-on, beziehungsweise ein Mod. Habe ich von Nexus Mod runtergeladen. Dann habe ich bei den Brudis, dass mir diese Stats vorab angezeigt werden, wo er sich ungefähr befinden wird, wenn ich ihn kaufe. Das sind die einzigen 2, die ich installiert habe, meines Wissens. Ansonsten gibt es noch eine ganz nützliche Sache. Wenn du dich auf der Map bewegst, dann ist ja das immer live und so. Und wenn in dir ein Gegner reinläuft, dann geht es zum Kampf. Da gibt es noch ein Add-on, das nehmen viel her, dass sobald jemand eine fremde Angreiferpartei irgendwo erscheint, dass er das Spiel automatisch auf Pause drückt. Das spielen auch noch fake gern. Mache ich aber nicht, weil ich sowieso meistens aufpasse. Haha, lol, ja genau. So, wir haben einen Brudi mehr, wir haben noch 12 von der Gold, wir nehmen den nächsten Contract an. Schon wieder delivern. Ich mag Kämpfer, Kruzifix! Weißt du was? Our Travis will not take us there for a while. Nehmen wir den nächsten. Oh, das glaube ich, schaut nach Schlägerei aus. I hear you have a nose of finding people, Sellsword. For solving problems. Good, good. I have a task for you, a simple one. Something of great value to me has been stolen. My rare coin collection. Ich weiß nicht, der zweite Verlierer bei seiner Münzsammlung in dem Spiel. I need you to track down those who stole it. Kill them, obviously. And then bring back the item. Let's talk about pay, motherfucker. Let's talk about pay, motherfucker. 210, das ist aber nicht so viel. Da wir mir aber Ruf aufbauen wollen, da können wir nie genug freundlich gesonnen sein mit einer Fraktion. Nehmen wir einfach an und verhandeln nicht lang, da verlieren wir bloß Ruf. I accept. So, follow the tracks near Cargo. Das heißt, wir haben irgendwo. Hör jetzt mal mein USB-Scheiß auf, da irgendwas zum Tor, ohne dass ich was drücke, Signalfeier. Geht jetzt schon wieder nichts mehr. Da nicht, passt schon. So, accepten. Da haben wir eine Bogenmacherei. Da muss ich nur schnell einlunzen. Was kostet es? Aber der größte Bogen. Der Kriegsbogen, der kostet 5000 Gold. Und der Bogen, das ist ein Jagdbogen. Ist die nächste Stufe, also der kleinste ist der Kurzbogen, dann kommt der Jagdbogen, dann kommt der Kriegsbogen, der kostet Tausende. Na, das ist aber nicht wert. Na, für einen Sprengi, ein Hacki vielleicht. Schauen wir mal, wenn wir uns finden. Was gibt es da am Markt? Also nicht recht viel. Passt schon, sortieren. Da schlungen wir irgendwelche Spackos. Sprengi, es ist Spalterzeit. Wo haben unsere. Da haben Fußspuren, denen gehen wir noch. Fußspuren, nachher steppen. In die Wildnis, da haben's. Diebe! 7 an der Zahl. Nicht im Wald ein! Pisst euch! Haben wir euch schon! To battle! Many brigand thugs! Das sind die kleinen einfach. Da schauen wir's. Schlagsieg! Merci für den Zwickel! Seba P. Und ich sind 2 von 4 aus dem Weicheischuppen. Ja. Okay, es ist sowas wie ein Bauwagen. Verstehe das richtig? Ich hoffe doch. Bisschen aufs Nüsschen. Merci dir. So!
was wir mir jetzt lernen? Same tactics as every day. Oh, ich habe schon aus Versehen, schon kurz auf Warten gedrückt. Der erste Bogenschütze, den setzen wir aus. Wir warten erst, bis diese Spackos ein bisschen netter herkommen. Da. Unsere 3 Bogenschützen sind als erstes dran. Machen wir selbe Taktik wie immer. Oh, er möchte schon wieder von da unten auf. Ja, ich hör die schon tropsen. So, das heißt, Spearwall. Wenn da irgendjemand auf die Fädel herkommt, wird er zurückgeprügelt. Und der wir vorerst einmal warten. Man weiß auch nicht, was passiert. Ja, kommt's noch alle Vierer. Alle nicht daher da. So, der da oben kriegt auch eine Spearwall. Jawohl. Wir brauchen nur einen 5. Frontline-Brudi, damit wir zwischen einem Sprengi und einem Havard da noch einen einstellen können mit Spearwall. Damit die ganze Linie da hier vorne abgesichert ist und da keiner hin kann. Weil die Fläche da in der Mitte drin, die ist unprotected. Da können sie einfach einer, ohne dass was passiert. Aber gut, spätestens wenn der Sprengi dran ist, dann passiert was. So, Spearwall activated. Dann ist unser Knüppelmann dran. Der tut einfach mal noch nichts. Der setzt gleich mal ganz aus, weil nicht daherkommen deren es sowieso nicht. Sprengi, du setzt auch aus. Nicht daherkommen deren es nicht. Und ja, dann ist unser Bogenschützenmann dran. Jetzt ist die Frage, der da unten kann wahrscheinlich ungehindert einfach da so her. Das sind 1, 2, 3 Fädel. Das werden wir natürlich nicht. Wir gehen da oben auf. Oder wir machen es ganz krass und ziehen wir uns da zurück. Nein, wir gehen da oben auf. Und verstecken wir uns ein bisschen dahinter. Ja? Wir verstecken uns ein bisschen dahinter, haben wir vielleicht auch nicht hundertprozentig schön aufgestellt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber der Armbrustschütze, der Bahako, ist der Bahako da? Wo ist der Bahako? Bahako, bist du da? Du bist da aus dem Twitch-Ding, das weiß ich noch. Egal. Da wird jetzt gleich mal sauber reingeschossen. Problem so ein bisschen, die zwei haben wir Schädel. Trotzdem haben wir 63% Hitchance, 63%, 32%. Warum? Weil er neben seinem Brudi steht, der einen Schädel hat, das ist natürlich nichts, aber er steht schon Open Field. Da haben wir nur 62%. Warum? Weil es ein Fädel weiter weg ist wahrscheinlich. Tja, wo ballert man dann rein? In den Typen mit dem Schädel oder in ihm da unten? Ich würde sagen, der mit dem Knüppel, der passt mir sowieso gar nicht, weil der kann unsere Leute stunnen und das wollen wir überhaupt nicht. Und der soll ja gar nicht herkommen und anfangen, da jetzt außen rundum zu laufen. Darum, gleich mal reinzünden. 3, 2, 1. Ah, sehr schön. Erstens Hit, zweitens, er ist wavering. Sehr gut. Wir lassen nach, bleiben wir genau da stehen, wo wir sind. Und hoffen auf den Flugbiss unser Hitchance, dass wenn da einer reinläuft, sagt der wie es ist. So, zweiter Bogenschütze. Das ist unser Bester, das ist der Landrich. Nein, das ist nicht der Beste, das ist der, den wir gerade gekauft haben. Den müssen wir noch benennen. Erinnert es mich dran, im Chat, nach der Runde müssen wir ihn irgendwie benennen. So, was hat der für Hit? Oh, der hat mit Level 1 schon ein Hitchance von 49% und 54%. Der steht jetzt so weit da herum, dass da sein Brudi als Deckung nicht mehr gilt. Ja, Brudi, dann gib ihm. Brigand Thug into your face. Ah, daneben. Bogenschützen können wir Nummer 2 schießen. Jawohl, auch Wavering. Sehr schön. Was ist mit ihm? Ach, der hat gewartet. Warten wir noch bis in die nächste Runde, Und der Missgabelsepp, der soll da hinten stehen bleiben, das ist mir wurscht. So, Knüppelmann als erster dran. Ich glaube, mit dem Knüppelmann werden wir aber noch warten. Knüppelmann, du wartest. Der Havard muss warten. Sprengi, du musst auch abwarten. Das hilft uns nichts. Weil ihr Zeit haben nochmal unsere Bogenschützen dran in der Hoffnung mit der Schießmauern. Jetzt haben wir da 38%. Wir schauen mal, dass wir den da oben wegkriegen. Nicht getroffen. Ja, sehr schön. Er ist schon breaking und fast tot. Das heißt, wenn wir den jetzt killen können mit dem Bogenschützen, dann kriegen die anderen vielleicht einen Moralcheck und haben schon nicht mehr so stark. Weil ganz ehrlich, die haben 2 Leute mit 2 Handhacke. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die sind nicht gut. Oh, oh. Das ist... Ja, und es passiert genau das, was ich mir gedacht habe, du Drecksack, du Dreckiger. Alles klar. Aus 2 Meter Entfernung, wer ist das? Wie heißt der? Bahako, du musst ihm jetzt leider ins Fressbrett schießen. Verdammt! Die sind nicht gut! Unser Plan geht nicht auf. Müssen wir stehen bleiben, das hilft nicht. Kommt der Missgabe-Sepp? Aber keiner sticht zu, das irritiert mich ein bisschen. Na gut, vielleicht kann es er richten noch. 54%. Ja! So mag ich das! Landrich, sauber erschossen, der zweite Schuss, ihm gleich da oben. Verdammt! Na gut, hilft nicht. Aber wir können unsere Taktik wieder weiterspielen, weil diese Bedrohung ist ausgeschaltet. Spearwall, da kommt keiner her, das sagt der wie es ist. Und oben ganz genauso, Spearwall, da kommt keiner her. Knüppelmann ist dran. Den stunnen wir doch gleich mal in der Mitte. Donk. Dieser geile Ton, oder? Dunk. Ich liebe es. Ja, und dann können wir eigentlich nur mit draufdrischen.
Dunk. Sprengi! Ich glaube, es ist Zeit dem ersten zum Zorn, wo er wohnt. 73% Chance to hit. Ja, dann 3, 2, 1, Sprengi spalten. Sprengi, bester Mann am Platz, ist schon gemein wie er. Er da oben ist schon am Flüchten, der hat keinen Bock mehr, die anderen sind wavering, 2 stehen noch da. Easy. So, Knüppelmann, was tust du? Nächster her, hört mich. Ja, triffst du eh nicht. Das ist ein Wahnsinn, du bist ein Totalkalter. Ja, du bist lustig. Du bist lustig. Hat nicht hingehauen. Und wie oft kann ich das machen? 4 Mal. Jetzt hast du einfach deine Rüstung kaputt gemacht, du Oh. Steht er schon da. Alles klar. Entfernung einleiten, bitte. Das heißt, Spearman, Sepp, du musst jetzt da gleich einmal einstechen. 1, sehr schön. Der Spearman, der geht einmal einen Schritt vorwärts, um die Leute da einzukreisen. Das ist mal das Erste, weil da geht wahrscheinlich keiner mehr her. Er vielleicht mit seinem Knüppel, aber weiß ich nicht. Und mir geht es hauptsächlich eher darum, genau, er ist jetzt umzingelt, ist breaking, der kann gar nichts mehr. Und er da oben ist am Fliehen, der möchte jetzt dann abhauen und dann stechen wir mir mit dem Speer hinten nach und hoffen wir, dass wir ihn treffen. Los! Ja, ist er schon da. Ist er schon da. So, und dann geht das lustige Spiel weiter. Haben wir einen Bogenschützen? Jawohl, haben wir. 38%, aber ich glaube, besser wird es nicht mehr. Den da hinten 17%. Ja, pfeffert einfach rein. 1, 2 Meter nehmen. Was ist denn da los mit dir? Map Frey, ich muss ein wenig an der Zielwasser gewissen. So, was haben wir da? Er ist noch ziemlich gut beieinander. 78%, 74%. Warum hat er 4? Weil der hat einen kleinen Buckler. Der hat ein kleines Faustschild. Da ist unsere Trefferchance natürlich beschissen. Einfach einiges Viech. So mache ich das. So, und der Bogenschütze, gleich nochmal hinten neu, 54, 58. Zack, zack. Ist auch am Fliehen. Das ist, haben beide am Fliehen. Das ist ein total kalter. Sprengi. Time to, wie möchtest du den Kopf abhauen? Den unteren oder den oberen? Ihr hättet gesagt gehabt, den unteren. Zack, Kopf ab. Geil. Aber wir brauchen unbedingt, es gibt so geile Perks, dass wenn du einen Kill machst, nochmal 4 Actionpunkte kriegst und dann kannst du 2 sichere Schwinger austeilen in einer Runde. Und dann hätten wir jetzt beide auf einen Schlag halt einfach killen können. Was ist der ich sag? Und dann to battle, du charge gleich mit sauber 4 in den Haufen rein. Der wollte uns dann in der Drecksack. Hey, so nicht, mein Freund. Da gehen wir jetzt, wo gehen wir denn da hin? Da gehen wir jetzt daher. So, dann ist, die sind eine Latte Kalte, das ist ein Wahnsinn. Da erstmal Dunk auf den Dates, ein sauberes Dunk auf den Dates. Der Speermann macht jetzt was Verrücktes. Der geht jetzt einen Schritt zurück. Warum? Das sehen wir in den nächsten Runden. Speermann, du stichst da mal sicherheitshalber einmal da ein, ja, und dann nochmal, einfach damit nichts passiert. Was ist denn jetzt? Ach, der wollte fliehen und ist der Stocher geworden. Ja, gut. Run them down! Natürlich bringe ich euch um. Seid ihr besoffen oder was? Dann gehen wir jetzt da her. Können wir da noch einen Schuss abfeiern? Ich weiß es nicht. Easy peasy. Da können wir nämlich ein bisschen XP sammeln für unsere Fernkampfschützen. Aber das wollte ich nicht. Verdammt, ich wollte einen Roundhouse machen und gehe jetzt mit dem Armbrustschützen, da viere ich Vollidiot. Und den Armbrustschützen darf ich jetzt halt nicht riskieren, weil der würde auch getroffen, wenn wir einen Roundhouse machen. Egal, da musst du halt einzelnen Spalten sprengen, das hilft nicht. Zack, da, Ende Gelände, Popende. So schaut's aus. So, Bogenschütze, du kannst XP ganz gut brauchen, ein ins Viech, da, ja. Schau dir das so, 2 Level-Ups, der Bahako, Level-Up, Harvard, Level-Up, der Rest hat alles relativ gleichmäßig XP gesammelt und wir haben den üblichen Loot. Ja, das ist relativer Schrott-Loot, aber mit größeren können wir uns noch nicht anlegen. Easy. GG Easy Noob / Dance Motherfucker. So schaut's aus. Mila Mausi, merci für den Resub. Servus Bier, grüß mir bitte den Lenny, mein Mo. Hey Lenny. Heute seid Neujahr zum Jahrestag heute. Und ihr schaut an, ihr sollt an einem Jahrestag nicht mir beim Streamen zuschauen, sondern Sie wissen schon. Gleichzeitig ist er ein wenig seltsam. Also beides. Nicht Birger und Chill quasi. Aber weiß nicht, was es ist. Danke dir. Cybergamer, merci für den Zwickel haben. Schlagsieg, selber AP und eine habe noch gelesen. Passt. So, Collect AP. So schaut's aus. Zurück nach Kargau. Ab die Düse. Mach die Düse. Namen ändern. Der Fight oder? Sehr gut. Weißt du was? Und du bist der Erste, der mit so. Zumindest ja, Twitch ist ein bisschen vorne dran. Weißt du, was es ist. Aber das wird nicht helfen, weil wir haben mehrere Namen zum Ändern. Und darum, das wird der Fight.
Der Hunter. So, haben wir sonst noch irgendjemanden? Das ist der Bahako, das ist der Mapfrey, das ist der Marvin, der Vogel. Ich glaube, oh, das ist auch einer aus der Community. Dann haben wir noch einen Harvard, den müssen wir noch irgendwie benennen. Der Erste, der in den... Da bevorzugen wir jetzt schnell YouTube, Sekunde. Der Erste, der mir beantworten kann... Haben wir da so? Der Erste, der schreibt Fackefotzen auf YouTube. YouTube only. Den benennen wir so. Los geht's. Ich trinke dabei. Und ein Franzl seit Donation muss ich lesen. Schon wieder 20er. Hörst jetzt einmal auf. Geht schon los. Was haben wir da? Das ist mal schnell. Fertig. Obama ist die Antwort. Fackefotz ist nicht richtig. Indiana Jones. Eigentlich gibt's Peitschen im Spiel? Indiana Jones. Peitsch. Ausrufezeichen. Oh, das darf man nicht. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt auch dabei. Allerdings, glaube ich, bist du Kanonenfutter. Das heißt, haben wir 5 Rüstungen, da haben wir 70. Da kriegst du mal eine neue Rüstung. Das ist einmal nicht schlecht. 45, haben wir da einen besseren Helm noch irgendwie? Ja, haben wir auch. Kriegst du einen besseren Helm auf und einen besseren Knüppel. Haben wir nicht einmal... Ja, da ist ein guter Knüppel. Ja, das ist ein guter Knüppel. Indiana Jones, bist zufrieden, ich hoffe. Klick hier to level up. So schaut's aus. So, was bist du? Du hast auch totale Kackstats. Das ist nicht gut. Die sind nicht gut. Aber du bist ja der Melee. Kriegst Melee Attack, Melee Defense und dann brauchen wir eigentlich Fatigue, aber plus 2 ist ausgeworfen. Kriegst plus... Oh, du hast auch keine Hitpoints. Was bist denn du? Was ist mit dir? Du bist der totale... Du bist der Krüppel. Indiana Jones, herzlichen Glückwunsch. Du bist der Battle Brudi Krüppel. Ja, irgendwann müssen wir durchziehen, das hilft eh nicht. So, Perks, kriegst auch Student, okay, passt. So, und der Bahako, bitte ruhig gescheit, du bist ein guter Fernkampf-Sepp. Zack. Plus 4 auf Fernkampf, das ist ganz stark, das ist sogar richtig stark. Plus 3 auf Fernkampf-Defense. Und dann haben wir noch plus 5 auf Initiative. Aber die Initiative ist mit 115 wirklich gut. Wir brauchen Fatigue. Vor allem beim Armbruster. Ich glaube, der braucht durchs Nachladen, ist der einfach schneller erschöpft als die anderen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Plus 3 passt. So, Perks. Was nehmen wir da jetzt für Perks für einen Ranged-Typen? Weißt du, was mir mit den Ranged-Typen immer ganz gut gefällt? Das ist Rotation. Unlocks the rotation skill, which allows 2 characters to switch places while ignoring zone of control as long as neither character is stunned, rooted or otherwise disabled. Das heißt, du kannst auf dem Fatal deinen Platz mit einer anderen Figur tauschen, mit deinen befreundeten eigenen Figuren, ohne dass du einen Schlag vom Gegner triggerst, wenn der an dir droh steht. Damit savest du deine Ranged-Typen vielleicht noch mal kurz. Was sagen da unsere Experten? Wir haben doch ein paar Leute, die da richtig krass gesagt haben, ist das eine gute Idee oder ist das eine schlechte Idee? Weiß nicht. Franzl, jetzt muss ich aber schnell der Donation lesen, dabei vielleicht antwortet dabei jemand im Chat. Franzl, merci dir, 20 ist Zeit, du weißt es. Jawohl, Battle Brothers! Hast letztens gut austeilt als Gladiatorbürger. Hab schon ein paar Orks, Goblins und sogar Hexen erledigt. Hab ich im Discord gesehen. Hexentipp. Viele Grüße aus Ringsburg. Schöne Grüße aus Ringsburg zurück. Bussi aufs Nussi. Freut mich, wenn du Spaß mit dem Spiel hast. So. Was darf es denn sonst noch gehen? Ich finde auch irgendwie Crippling Strikes ganz nett. Cripple your enemies. Lowers the threshold to inflict injuries by 33% for both melee and ranged attacks. Das heißt, die Chance, dass jemand Verletzungen von unseren Attacken kriegt, ist her. Und mit einer Verletzung trifft halt der Gegner schlechter, teilweise richtig krass viel schlechter. Und es gibt so ein Gegenstück für Melees. Executioner, also ich weiß nicht, was Executioner, Hinrichter, keine Ahnung. Inflict additional 20% damage against target that have sustained any injury effects like a broken arm. Das heißt, du machst dann 20% mehr Schaden an Leute, die halt eine Verletzung haben.
Und dieses Zusammenspiel, ich weiß nicht, ob es das wirklich bringt bis ins Endgame, wenn alle unsere Ranged Attacker dieses Crippling Strikes haben und da wirklich in jeder Runde Verletzungen austeilen, dass dann so Leute wie der Sprengi mit seinem Zweihandhacke dann Executioner kriegt und generell schon mit 20% mehr Schaden an den Leuten macht, es kann doch nicht schlecht sein, oder? Es kann doch nicht schlecht sein, wenn Sie mich fragen. Hinrichter Alexander Holt auf Deutsch. Was Sinn macht bei Backliner. El Schnauz, Gifted und Colossus auch immer gut, wenn man auf Nimble geht. Was bedeuten Nimble genau? Das ist kein Rüstungstank nicht, oder? Der spielt auch auf Ausweichen und irgendwie kriegt er später einen bestimmten Perk, wo er ganz furchtbar viel wo er halt so einen krassen Ausweichbonus hat, dass er kriegt keinen Schaden mehr oder irgendwie so. Muss man jetzt nicht. Nimble heißt flink, ja, Geschicklichkeitstank halt dann, wenn man so will. Also ich bin dafür, wir hauen mal Crippling Strike sein. Das nächste Level für unsere Bogenschützen, die kriegen alle Crippling Strike. Alle. Und der Sprengi, wenn levelt, und unsere Damage-Dealer, wenn, wir brauchen aber nur so einen zweiten Typen mit so einem Zweihandhacke, weil warum nicht? Die kriegen alle Crippling Strikes, beziehungsweise das Gegenstück Execution, damit sie mehr Schaden machen. Das klingt doch vernünftig, würde ich sagen. So, sonst hat niemand gelevelt. Was wir gleich mit denen, wir stellen uns anders auf. Damit unsere Bogenschützen im Spey, wenn sie starten, schöner beieinander stehen und da die Leute nicht unten rundherum laufen. Das nervt mich nämlich zu Tode. Das nächste war natürlich aber auch wieder geil. Bow Mastery oder halt Crossbow Mastery bringt halt dann an additional 20% of damage inflicted with crossbow, ignores armor. Handguns now require 6 action points to reload and can be fired every turn instead of every other turn. Master Crossbows and Firearms and learn where to aim best. Skills build up. Und es macht 25% weniger Belastbarkeit. Also du kannst einfach öfter schießen. Und in jedem Bild ist irgendwie die Waffe geskillt, die er halt dann hat. Der Sprengi kriegt zum Beispiel einen Axt-Skill, Axe-Mastery und hat halt dann auch ähnlich, macht mehr Schaden, besser gegen Rüstung und so weiter. Verbessert die einfach generell im Umgang mit Äxten. So. Haben wir da irgendwas, hat sich da irgendwas Tolles geändert? Oh, unser Schädel ist 18 Gold wert, das heißt, es ist ein mittelmäßiger Verkaufspreis. Nicht super gut, aber auch nicht schlecht. Für unsere Amber Shards, da wir 315 kriegen, kauft haben wir es für 277, da geht mehr. Da warten wir, bis das Schädel bei 20 ist. Und das Gold brauchen wir jetzt gerade nicht. Außer, hoppla, zurück aus, wir brauchen nur einen Melee. Ja, wir brauchen nur irgendeinen Melee, Spearwall Melee, den wir mitten einsteigen. Dass jeder, weißt du schon, der Volker, was ist denn der Volker? Militia, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Anyone that has been a militia will have received at least some basic training in matters of combat. Wie ist denn der benannt? Der ist gar nicht so schlecht benannt. Shahida ist gar nicht so schlecht, aber er ist ein Bluter, oder? Ja, er ist Bluter und kriegt Receive Bleeding Damage for 1 additional turn. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Plus 3 Fatigue Recovery per Turn. Das ist ja brutal für einen Spearman. Bloß blüten darf er nicht. Er blüht halt dann eine Runden länger. Ist das wirklich, ist nicht angenehm, aber hat brauchbare Stats, wenn sein Melee-Attack. Der ist so gut. Das ist ein guter. Ja, Alter, das ist total der Falsche. Das ist der Sorbel. Das ist der Sorrel. Sorrel, wer bist denn du? Was ist denn da los? Der Willreich ist ein Refugee. Was hat der? Der ist fragil. Alles klar. Was ist mit dem Iva? Iva, was ist mit dir? Oh, du warst da ein guter Ranger, Jahi, aber scheiß Stats. Scheiß Stats, haben wir schon gelernt. Was ist mit dem Sir Walram? Bruder, was ist mit dem? Optimist, der ist ja nur brutal. Was ist denn das für einer? Adventurous Noble. Der ist ja voll brutal. Alter, was hat denn der für Stats? Bist du geistig behindert? Brudi! 3 Sterne, aber er braucht halt noch mit einen Stern anstatt auf Ranged. Braucht er halt mindestens da herum in Attack. Alter, der war brutal, war der. Kostet aber wieder 5400. Na, was ist das? Kannst du nicht leisten, ich weiß, ich schaue noch halt ohne. Da haben wir eine Caravan Hand. Das ist ja wahrscheinlich so eine Karawanenbegleitung. Schauen wir mal, da ein Knüppel, was kann der so? Oder hat Sterne an der falschen Stelle. Ja, dann wird's der Sorrel werden. Da werden wir in den sauren Apfel beißen. Und werden wir mal als Bluter vorne hinstellen und einfach betten, dass er niemals zum Blüten anfängt. Ja, die sagen. Ansonsten hat der ganz brauchbare Stats. Einer mit dir, Herr Sorrel. Higher.
Higher! Oh! Ja, jetzt passen wir auf. Haben wir eine anständige Rüstung. Also, die haben wir leider nicht mehr. Also, die werden wir eben noch looten müssen. Hilft nicht. Und geben wir mal einen Schädel. Dann geben wir mal ein Speerchen. Ah, du wirst unser Shield-Waller. Kriegst du mal zumindest ein kleines Mützel, weißt du, was das ist. Und dann brauchen wir noch einen Namen dafür. Freunde der Sonne, der erste. Bevorzugt man Nummer, Judy. Hey, der Lenny! Weißt du was? Lenny, Retrigger, weißt du gerade da bist. Normalerweise ist eine absolute Ausnahme. Haben wir, glaube ich, noch nie. Habe ich das jemals gemacht? Ich glaube noch nicht. Ausnahmsweise mal. Lenny, welcome to the squad. Sprichwörtlich. Lenny, der Bluter. Wehe, du machst keine anständigen Spearwalls. Merci für die Mitgliedschaft, Alter. Weil es gerade so gut passt hat. Wehe, schimpft mir einer. Ich hau euch einen Knockout-Nosch. So, jetzt haben wir da eine sehr solide Basis. 5 Melee-Bros und 3 Ranged. Ich hätte gern 4 Ranged und den Rest Melees und stabil. Stabil, Alter. Stabil. Stabil. Haben wir irgendwie bessere Waffen oder so? Nein. Ja gut, dann würde ich sagen, nächster Contract. Contract! A figurehead by the name of Magnus of Kargau wishes to see you. He's a man of some requite in his town, so you understand my Diskretion. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Egal. I'm all ears. Nein, mag nicht schon wieder umeinander wandern. Wo müssen wir hin? So, even no idiot, hold the nail, blablabli, blubbeldi, wo müssen wir hin? About a day, southwest the road, nach Blankenstadt, zurück in die Hauptstadt, das nehmen wir. Wie viel kriegen wir? 150 nehmen wir. Gesagt, vorher haben wir für die Sabi Trading Route haben wir 130 Kronen gekriegt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Abstand dann, so wird das wahrscheinlich berechnet, je weiter das weg ist, desto mehr Kronen kriegst du halt. Und geht dann oben. Und wird dann berechnet. Jetzt, vorher haben wir 130 gekriegt, jetzt kriegen wir schon 150. Vielleicht aufgrund von unserem Ruf, weiß ich nicht. Akzeptieren, ist mir wurscht. Wie schaut es mit unserem Ruf eigentlich aus? Relations ist noch relativ neutral. Aber da fängt schon an. Erlach ist friendly, Blankenstadt ist open und generell, wie ist es mit dem Haus Eigolf? Kriege ich dann irgendwann einmal, wenn ich für diese Städte und der Neudeich, Weilersheim und alle schon friendly. Ja, ich möchte alle friendly haben. Alle friendly, wenn nicht sogar allied. Also, dass das Verbündete sind, schaut überhaupt nicht. Ja gut, schaut stabil aus, da der wir gar nicht lange umeinander, gehen wir nach Blankenstadt. Wenn wir unterwegs vielleicht irgendwelche Diebe oder so finden, kann man mal noch speichern, kann man mal noch eine Schlägerei anzetteln. Jetzt braucht man noch also mindestens 2 Kämpfe gegen so 7 so Thieves vielleicht. Also auf alle Fälle ein bisschen was zum Leveln. Und dann kann man uns vielleicht damit mit einer kleinen Anzahl etwas stärkere Gegner anlegen. Wieder 150 Kronen verdient. Easy peasy lemon squeezy. Weißt du was, da zahlen wir Runden. Zahlen wir Runden. Bam. Da pass auf. Der Bahako, der Mapfredder, der Fight und der Lenny geht's eager. Da haben wir letztes Mal schon drüber geschmatzt, was eager heißt. Sie sind einfach besser drauf. Nennen wir es einfach so. Timmy, jetzt wieder ein Euro. Schimpf. Leaf. Ja, nehmen wir den nächsten Contract, den haben wir gar nicht lange umeinander. Contract. Okay, das ist mal, vielleicht, hoffentlich ist kein I'm all ears. Warum muss ich da besauen von A nach B tragen, du Spacken? Carsten, der Guildmaster. Was? Wie viel kriegen da dafür? 20 Crowns in Advance und 90. Was soll denn der Kacke, wei? I accept. Was soll man sonst tun, bevor wir da ab nach Erlach? Vielleicht hat Erlach bessere Aufträge. Gehen wir in der Finstern gehen wir. Das Werkzeug geht aus. Das stimmt. Langsam aber sicher. Aber wir haben schon ein bisschen was. Brauchen wir noch nichts kaufen. Da müssen wir erst in eine Stadt kommen, wo es ein bisschen billiger ist. Was zum Essen brauchen wir her wahrscheinlich. So, 90 Crowns. Die haben wieder keine. Ich flippe aus. Aber da kann man jetzt einmal Essen kaufen. Essen. Das ist relativ teuer. Relativ. Und wir brauchen halt wohl oder übel Werkzeug. Und Werkzeug kostet da 285. Das ist. Aber es wird nicht helfen, wir brauchen es. Es hilft nicht, es ist teuer, zu teuer. Aber wir brauchen es. Das hilft uns nichts. Und für Kaufer können wir auch nicht recht viel. Wie viel kriegen wir für unser Schädel? 16. Das ist schlecht. Also vielleicht, das habe ich im letzten Stream schon kurz erklärt. Ich suche mir da ein Item, das kostet genau 100 Gold. Das repariere ich voll und das lasse ich immer in meinem Inventar. Wenn ich dann in der Stadt bin und am Marktplatz bin, dann schaue ich, was ich dafür Gold kriege. Und das ist so mein Richtwert, dass ich weiß, verkaufe ich da meine Sachen und kriege mehr Geld dafür oder eben nicht. Und erfahrungsgemäß jetzt ist
15 ist schlechter Durchschnitt. 18 ist mittelmäßig gut. 20 und noch mehr ist richtig krass gut und alles unter 15 ist schlecht. Und 12 Gold oder irgendwie so. Dann verkaufe ich da nicht meine Sachen. Sobald da jetzt irgendwann 20 dort steht, dann weiß ich, dass ich alle meine Waffen, die ich sowieso noch mitziehe, alle verkaufen kann und kriege ein anständiges Gold dafür. Mal so mittendrin gehen. Was ist mir jetzt mal deren? Jetzt gehen wir mal nach Seedorf. Schauen wir mal, was in Seedorf los ist. Da waren wir noch gar nicht. Hey, ja, was hast du dir geholt, dass du beim Rollen von den Leuten, dass du siehst, was die für Punkte haben? Kasten XD00, das ist ein Mod, Nexus-Mod. Da suchst du einfach nach Battle Brothers und dann ist eins von den ersten 3 Mods, die aufgelistet sind, ist diese Mod. Ich weiß nicht, wie die Mod heißt, das tut mir leid. Die haben auch keine Aufträge. Grütze fix nochmal. Da, Schädel ist zum Beispiel 11 wert. Das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Jetzt ist die Frage, wir haben da aber einen Hafen. Wo kann man mit dem Hafen hinfahren? Wir könnten mit dem Hafen direkt nach Neudeich fahren. Sollen wir das mal tun? Mehr werden wir nicht kennen, oder? Da ist sonst nichts. Ne? Da ist irgendein Wrack, da ist keine Stadt nicht, die war aufdeckt. Ja, weiter können wir nicht fahren. Haben wir noch nie da, der haben wir mal. Da ist die Map auch ein bisschen scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Neudeich für 90 Gold. Ab dafür! Kling, 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 damit man nicht wieder durch die Weggeschichte umeinander geistern weiß, dass was ist. So, wie schaut's da aus auf dem Markt? 13, da kriegen wir auch einen Scheißtrick dafür. Das brauchen wir gar nicht weiterschauen, aber einen Contract haben wir. Ja! There's crowns in here, crowns that those people are giving me to give anyone to help us. Blabbli blubbli, das schaut nach Schlägereiauftrag aus, sehr gut. I do hope you're interested in this task. Well, I am. Judging from experience. This is good payment for the task. You'll be paid 70 Gold im Voraus und 280, wenn der Job ist done. Ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was wir überhaupt tun müssen. Egal, I accept. Hunt down what terrorizes Neudeich. Jetzt könnte es sein, dass wir auf Untote stoßen. We will see. Das kann auch sein, dass wir einen totalen Scheißgegner kriegen und einfach verrecken, aber we will see. I accept. Was haben wir da? Das ist der Barber, den brauchen wir nicht. Und Leave. So, Hunt down what terrorizes Neudeich. Jetzt gehen wir mal da rein. Die haben, und das ist wieder das, was mir an der Welt so gut gefällt, die haben jetzt da eine Quest und irgendwas terrorisiert diese Stadt. Und auf der Stadt liegt halt jetzt dieser Perk da oben, oder wie nennt man das, dieser Zustand, sage ich jetzt einfach einmal. Disappearing Villages. Da verschwinden einfach irgendwelche Dorfbewohner. Und dadurch verkaufen sie einfach weniger Items, sie kosten mehr und sie haben 50% weniger Rekruten, die wir anheuern könnten. Da war schon wieder ein Krüppel. Der Guntram! Guntram! So, wir müssen das jetzt zuhören. Das geht nicht gut aus. Sag ich dir, was ist. So, bespeichert mal lieber mal. Nennt sie Debuff? Ja, ich darf jetzt nicht sagen, ist die Stadt bufft oder debufft, da passt das irgendwie nicht. Diese. Along the way, a peasant hacking firewood straightens up before you. Das ist mal Kuppel aus der Karte. By the gods, it is nice to see you, sirs. I thought I heard. Bla bla bla, ist mir wurscht. Anyhow, certain those monsters are afoot. Er gibt uns den Hinweis, dass wir auf dem richtigen Weg da haben Monster. Can't stay. I have no. But I've heard some things. I know a man and a woman not far from here got taken. Well, they disappeared together. Bird has his day dead in the woods now, barnacled up in the trees, hanging loosely by the gut, you know. Or wait, maybe they just gone off on the feetsies to shack up together. Hell. That gal hated her father and the kid was just a nobody with a flair of good looks and a charming tongue. Yeah, that makes sense. Also der Psuffer hat der schon wieder den Rum zusammengesuffen, oder was ist mit dem? Er gibt uns jetzt den Hinweis, dass die zwei verschwunden sind. Entweder sie hängen im Wald aufgehängt an ihnen Gedärme oder sie haben sie zusammen da und haben abgehauen. Das weiß man nicht. Aber we will see. We move on. We move on! So, über die See. Und da haben auf alle Fälle Viechbratzen. Das ist nichts Gutes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Nachtzehrer. Ah! Und 6 Stück auch noch. Ah! To battle! Sam Nachtzehrers, 6 Stück. So, das ist das erste Mal, dass wir gegen Monster kämpfen. Die haben von den Stats her wahrscheinlich noch nicht so stark, sonst hätten wir mehr Gold gekriegt. We will see. If he dies, he dies. Engage. So, die haben
Müssen wir schnell unser Haar zusammenbinden. So. Da sind unsere 6 Nachtzieher. Die haben natürlich, meinen, sie sind so schlau und stehen sie auf den High Ground. Und die haben eine Special Ability. Die schauen noch nicht schlimm aus. Von der erzähle ich jetzt einmal noch nichts. Die kenne ich natürlich. Die werden wir dann sehen. So, Freunde der Sonne. Da darf ich sagen, nehmen wir einen High Ground. Nehmen wir zweimal einen High Ground. Vor allem er nimmt den High Ground auf alle Fälle, weil er keine so guten Skills hat. Und gibt noch einen Schuss ab. Da haben wir 15%, da haben wir 21%. Ja, schier sei. Wenn der nicht gesessen hat, Brudi, dann weiß ich nicht. Fertig. So, der Armbrustsepp. Wie schaut's bei dir aus? 51%. Schießt gleich über den Haufen, damit Ruhe ist. Das war nichts bei Akku. Ich hab da eine halbe bezahlt. Wie ich es letztes Mal versprochen habe, der hat nichts geholfen. So, der Bogenschützenmann, der geht auch eins zurück aus. Und gibt ihm 36, 26, bitte. Fuck! Gut, hilft nicht. So, jetzt muss die Spearwall kicken. Spearwall 1. Spearwall 2. Spearwall 3. Sprengi, du bleibst stehen und der Knüppelmann bleibt auch mal stehen und schaut, was passiert. Schauen wir, was passiert. So. Die haben so eine krass gute Initiative, dass die immer als erstes dran sind. Ja, und sie sind so schlau und laufen nicht in meine Verdammt. Spearwall down! Spearwall down! Ganz schlecht. So, jetzt müssen wir irgendwann... Jetzt müssen wir es kommen lassen. Das hilft nicht. Da ich weiß, was sie können, wir müssen es kommen lassen. Es hilft nicht. Nehmen High Ground. Schauen wir mal. 21, das ist ja kein Trefferscheiße. Was soll denn das sein? Und trifft trotzdem an jeden Schuss. Warum? Und volle Kanone daneben. Armbruster, du musst auch einen Weg tun. Alle ein bisschen verwunden. Warum? Sag ich euch dann schon. 51. Oh, 2 Verletzungen. Er hat eine verwundete Schulter und eine durchbohrte Hand. Das heißt, der da oben ist so gut wie nutzlos. So wird der herkommen, der möchte da oben und möchte unsere Bogenschützen genauso wie er da unten. So, nachladen. Weiter geht's. Was ist mit unserer Spearwall? Was? Spearwall, was machen Spearwall? Spreng ich, ich glaube, wir müssen mal attackieren, das wird nicht helfen. Einen Schritt weiter, hau ihm einen Shell ab. Verdammt! Bogenschützen-Sepp. 9%. Das ist aber nix. 32% auf den da hinten. Was machen wir mal einen gezielten Schuss? Der Aim-Shot, der hat eine bessere Trefferchance. 52 geht da hinten. Aber du darfst nur einmal schießen. Der Fight, Alter, enttäuscht mich nicht. So mag ich das. So, 2 sind schon Wavering. Das ist nicht schlecht. Er da unten macht mir ein bisschen Sorgen, weil der nicht in einen Kampf verwickelt ist. Der kann einfach da rundherum laufen und zu uns in die Range T. We will see. So, Knüppelmann. Angriff ist die beste Verteidigung. Wir gehen gleich mit da oben auf und stoppen wir den zweiten und gehen wir einmal auf den Dates. Sag ich dir, was ist. Wobei der eh schon Near Death ist und Wavering. Wir gehen daher, Knüppel auf den Dates. Jawohl! Er war unfasslich wichtig. Warum der wichtig war, sehen wir hoffentlich nicht einmal. Wir gehen da oben und stoppen wir den. Damit der noch nicht laufen kann. Und die 2 da hinten wären vielleicht auch noch ein Problem, werden wir sehen. So, Sperrmann! Wer bist du? Flugbison! Stich ein ins Viech! 1, 2! Jawohl, 2 Hits, so mag ich das. So, da ist der Gestante. Da stechen wir natürlich auch mehr rein. Da sind wir 80%, da wirst du den erst treffen. Wer bist du? Der Marvin. Und du triffst nicht einmal die Leute, die sie nicht bewegen können. Herr Schulz, merci für den Zwickel. Ich komme später. Hashtag Nachschau-Squad, Bürgerliebe. Merci dir. Das ging schnell. Au! 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 Alter, was ist mit denen? Oh, Gott sei Dank, der Nebenkaut, das war wichtig. Ah, Sprengi oder nicht gefangen. Hat jetzt ja jeder gesehen, was die kennen? Hat das jeder registriert? Seht ihr den da? Der hat jetzt Händel und ist ein bisschen dicker.
Die Fähigkeit von Nachtzieher ist, wenn du einen schluckst, dann geht der andere auf den seine Leiche drauf, frisst ihn und bufft sich dadurch und wird stärker. Der ist zwar schon Wavering, das ist schon mal gut, das ist nicht schlecht, aber ihr habt gerade gesehen, was die Kleinen machen. Die hauen einmal zu und die Rüstung ist weg. Was glaubst du, was der Große tut? Und das geht ein paar Mal. Das heißt, wenn der Fette jetzt stirbt und ein Fetter frisst den Fetten, dann wird er noch fetter. Und immer so weiter. In kurz, unangenehm. Wir gehen jetzt da runter, Rücken an Rücken und ballert mir die Wichser zusammen. Sind wir 20, 29, gravely wounded. Da, daneben. Gut. Einen Schritt weiter, pfefferst die einmal rein. Jawohl. Wavering. Fucking Wavering ist wichtig. Was gut ist, viele Monster, also Untote zum Beispiel, die kriegen keine Moralchecks. In Warhammer war das sowieso, Zombies sind dumm. Ja, Zombies sind dumm wie Brot und die haben einfach zu dumm zum Fliehen und fliehen nie. Das heißt, die kannst du prügeln, wie du willst, die werden nie Wavering, die werden nie Breaking, die werden nie abhauen. Die haben einfach da, haben Scheiße, aber sie laufen nicht weg. Meat Shields, wenn man so will. So. Gleich mal nachgeladen und du gehst daher und du kannst halt kaum mehr nicht pfeffern. Warum gehe ich jetzt von meinem Highground oben? Weil wir mir in unsere eigenen Leiter schießen, wenn ich von da oben Vierer schieße. Und das will ich tunlichst vermeiden. So, jetzt müssen wir da ein paar wegmachen, damit in der nächsten Runde der wir mal ihren weg. Zack, zack, tot. Wichtig. Sprengi! Hack in den Schädel ab! Jawohl! Und dann einkreisen. Ah, kein Moralcheck, schade. Wo ist denn kürzer? Da oder da? Ist gleich weit. Gehen wir da mal. Kein Moralcheck. Was ist mit denen? Stieg eine! Flugbiss an! Ja! Und eine Verwundung haben wir ihm auch noch gegeben. Und er ist Breaking. Ganz furchtbar wichtig. So, jetzt müssen wir den Fetten penetrieren, weil sonst... ich in der Disco um 4 Uhr in der Früh, wenn kein anderer mehr da ist. So, jetzt glaube ich, müssen wir die Fette penetrieren, oder? Stieg eine! 1! Schau, wie viel Leben das der hat. Der verliert 10% Leben pro Attacke. Ja, aber er flieht! Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass der abhaut, Alter, weil sonst kriege ich einen Vogel. So, und den Kleinen, den stunnen wir. Zack. Hau dir daneben. Wer ist denn das wieder? Indiana Jones. Was ist mit dir? Dann gib mir so eine auf den Dates. Nein! Ah, nicht treffen. Ja, ins Schädel, super. Daneben. Wunderbar. Wunderbar! So, und jetzt zipft den scheiß Mistviecher Ohren zum Vorderarsch. Jawohl! Und gleich noch einen hinten neu. Ja! So, mach ich nicht! Ihr scheiß Mistviecher! Ja, er ist fliehend. Wunderbar. Kriegst du ein paar XP zusammen. Leider nicht. So, du schießt ihn tot. Jawohl! Bruder, jetzt ist... Haben wir schon überstanden. Wir gehen da rauf. Springi. Gehst da rauf. Du gehst da rauf. Und du stiegst ihn ab. Zur Sicherheit 1, 2, der hat so viel Leben, der Wichser. 1. Jetzt möchte er abhauen. Und der Sprengi und der Schlung. Schau dir das so. Absolutes, feinstes Pro-Gaming. Diese Typen, die können so krass unangenehm werden, das ist brutal. Brutal. Erstens haben sie später mal mehr, da haben sie dann 12 oder so. Und die Viecher haben ja im Hintergrund Stats wie unsere Brudis auch und die haben noch nicht so gut. Die werden mit dem Verlauf der Zeit in-game, werden die immer stärker. Ob du stärker wirst oder nicht, das ist dann deine Sache. Aber sie werden stärker, je mehr Zeit vergeht. Und dann sind die dermaßen lästig, dass es ganz aus ist. Dann triffst du das nicht mehr, die hauen die Arme, die Rüstung ist weg. Dann hast du 2 der Schlung, dann kommen 2 Gräserne raus, dann da schlagst du 4, dann kommen 4 Gräserne raus und lauter so ein Scheiß. So, der Feind hat abgelevelt, das ist wunderbar. Und die lassen speziellen Loot fallen. Jacked Fangs. Ich weiß nicht, was Jacked heißt, aber wahrscheinlich zerbrochene oder Fangzähne halt. Und ein Hirn. Nachtzieher Brain. Das kann man entweder sauteuer verkaufen oder diese Mod sagt mir auch, can be used to craft items. Da kann man Sachen draus craften, mit so einem Holzketten und so ein Scheiß, die dann stärker machen. Gezackt. Was? Jacked? Gezackt? Das passen. Ah, das ist ein cooles Battle mit dem Schwert im Nachtzieherkopf. After the battle, the fight is over. You walk to a dead Nachtzieher and take a knee. Were it not for a gate of ill-shapen teeth, you could easily fit your head into the beast's oversized maw. Ja, das ist über. Müssen wir zurück nach Neudeich. Neudeich! Müssen wir unsere Gulden collecten? Was haben wir denn da? Löwenzeit, merci für die neue Arbeit, ihre Bier, so habe ich jetzt auch da. Hab noch Eier, wir müssen in der neuen Wohnung. Zeit ist aber auch mal warm zum Eier. Wie lang steht es Umzugszeug schon umeinander?
Grüß aus Unterhaching, was habe ich verpasst? Ein paar mächtige Hiebe vom Sprengi und ein paar zündende Pfeile vom Rest. Flo, mir jetzt wieder eine halbe Ehre. Ich muss einmal was sagen. Danke dir, dass du uns nicht mit Werbung zuschaust. Das ist vielleicht heute jetzt ein bisschen, heute habe ich nämlich kurz einmal Werbung gemacht für meine Kappin. Für den guten Content, für die guten Streams, für alles. Merci dir, Bürger, du glaubst nicht, wie viel das wert ist. Das kann ich nicht einschätzen, wie viel das wert ist, aber wenn mir jemand sowas schreibt, dann bedeutet mir das sehr viel. Herzlichen Dank, Flo, merci für den Euro. Geht runter wie der Buddha, Alter. Wie Buddha, Alter. So, wir kriegen 280 Gold und Neudeich ist nicht länger von verschwindenden Dorfbewohnern betroffen. A successful hunt. Gehen wir mal rein. Das heißt, der Debuff, ab jetzt nennen wir es einfach Buff und Debuff. Ist okay. Der ist jetzt halt weg. Und jetzt schauen wir mal, ob sie ein bisschen mehr Zeit haben. Jawohl. Unser Schädel ist wieder bei 18. Das heißt, wir kriegen mal 18 Gold für unser Schädel. Das ist weit mehr wie vorher. Und können wir sonst vielleicht irgendwas kaufen? Die Amber Shards sind schweinebillig. Mit 266. Die sind wert 260 und kosten auch 266. Das heißt, die können wir locker kaufen. Das liegt daran, dass die so billig sind, weil die da wahrscheinlich genau einen Amber Collector im Dorf haben. Und dadurch, die produzieren das und dadurch haben diese Güter, diese Trading Goods, die wir sowieso kaufen und verkaufen müssen für unser All-Over-Quest herum. Da haben wir noch 0 von 25. Nehmen wir es sowieso mit und verkaufen wir es woanders da rein. Immer schön sauber einsortieren. Wunderbar, lief. Mehrere Brudis, wir sollten es auch haben zur Auswahl. Nein, das hat noch nicht resettet, aber ist ja wurscht. Tja, jetzt gibt es da wieder mal keinen Auftrag. Das ist schade. Dann gehen wir nach Blankenstadt um. Schau mal, vielleicht können wir da unsere Amber Shards auch gleich einmal verkaufen. Weil, warum nicht? Aber die haben auch Amber Shards. Also die haben auch einen Amber Collector. Golem Slayer, servus, was geht? Merci für den Reset, Brudi. Küsschen aufs Du. Was geht? Mit dem wir Monster schlachten. So schaut's aus. So, es ist da Nacht, wir können nicht einkaufen, jetzt müssen wir kurz einmal campieren. Wenn wir mal campieren, schlagen wir da mal zur Zeit aufgeschlagen, dann vergeht die Zeit auch ein bisschen schneller, bis es wieder Tag ist. So, dann gehen wir rein, zack, und dann können wir wieder ganz normal auf den Markt zugreifen. Oh, yet now is the time has come. Wir verkaufen unsere Sachen, die wir nicht brauchen. Dolch weg. Warum? Das Schädel ist bei 21. Das ist sehr gut. Das heißt, den ganzen Scheißschrott, den wir nicht brauchen werden, brauchen wir nochmal jemanden mit dem Hacke. Da looten wir noch genug. Weg. Wir können das Gold brauchen. So, und das Schädel, das behalten wir und das muss sowieso auch einmal weg. Schädel behalten wir uns. Als Indikator, wie viel Geld das wir dafür kriegen. Schauen wir mal, was die da so haben. Sollen wir mal in eine Rüstung investieren? Oder wie schaut es denn aus? Ich weiß es auch nicht. Oh, da gibt es schon einen guten Helm mit 115. Der ist stark. Schauen wir mal. Sollen wir mal einen Sprengi ein wenig equippen? Sprengi, was hast du da so? Oh, 65, 45. Sag ich dir, was ist das? Gefällt mir gar nicht. Sollen wir mal in eine Rüstung investieren und so? Schauen wir mal. Hacke gibt es leider keins gut. Kettle Hat, Wasserkocherhut. Den möchtest du haben. Der kostet geschissene 500, gell? Wobei, Brudis haben wir alle beieinander, kauft man. Einmal und eine halbwegs anständige Rüstung kauft man auch noch. Was haben wir da? 80, 30, 50. Ja, irgendwann von denen zwei da halt. Kauft man die für 200. So, zack, das Böhnchen. Sprengi equippen, ist der Erste, der was abkriegt. Zack. Und ich finde halt auch super cool, dass sie dann auch die Beutel von den Brudis ändern mit der Rüstung an und so. Das ist einfach cool gemacht. Gefällt mir gut. So, dann gehen wir unsere Rüstung natürlich weiter. 65er Rüstung kriegt der Speerträger und einen 45er Helm kriegst du. Und ich glaube, die zwei Rüstungsteile da mit 30 und 20, die können wir uns sauber in Tor einschmieren. Wobei er da hinten, der Armbruster, der hat noch gar keine. Da kriegt er mal ein Hat auf. Und haben wir da ein bisschen die Rüstung? Nö. Ja gut, sind wir schon wieder equipped da. Haben wir mir einen Auftrag? Da gibt es wieder keinen Auftrag. Grüezi fix nochmal. Ja gut, dann müssen wir ab nach Erlach. Und dann schauen wir mal, dann gehen wir wieder mit da auf, gehen wir nach Donnerfeste und dann gehen wir dann mal ein bisschen weiter nach Norden auf. Wer weiß, vielleicht gibt es da andere Sachen. Ab nach Erlach. Ein Level. Haben wir ein Level Up? Wir haben ein Level Up. Mr. The Fight. Achtung, Press. Triple R für gute Rolls. Ich trinke dabei. Ab in den Chat dafür. Wenn ihr mitmacht, der ist raus wieder mal. Das ist klar. So, das sind genug. +4 auf Ranged Attack, das ist gut. +4 auf Ranged Defense, das ist gut. Und
dein Resolve-Wert gefällt mir noch nicht gut. Das heißt, wenn von uns einer aufs Maul kriegt, dann verfällt er ziemlich schnell in Wavering und Ding. Aber Fatigue is everything. Plus 3 Fatigue, okay. Und dann haben wir Perks. Und dann kriegst du auf alle Fälle auch Bullseye. Wie die anderen Ranged auch. Und dann Crippling Strikes. Solange der Sprengi noch kein Level Up hat, bringt es das sowieso nicht. So, ab nach Erlach. Da sind wir unterwegs. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ich will mehr Battle Brothers. Warum kein Langzeitprojekt, das man immer wieder aufgreift? Adri, das ist ja so ein bisschen der Plan. Also um Gottes Willen, das ist jetzt nicht das letzte Mal Battle Brothers. Hey, wenn mir am Wochenende mal langweilig ist, dann hauen wir einen längeren Stream Battle Brothers ein. Das war jetzt nicht, dass am Wochenende Stream, es kommt am Wochenende garantiert kein Stream, weil ich sehr vieles zu tun habe und ich hoffe, meine Motivation einigermaßen halten kann, was Videos und zukünftige Streams betrifft. Mehr mag ich jetzt da nicht sagen. Darum gibt es am Wochenende keinen Stream, ganz sicher nicht. Aber ich lösche ja den Spielstand nicht. Der kommt in Steam Cloud und dann ist er da. Also dann spielen wir da natürlich weiter. Wir machen nicht wieder alles von vorn, wenn wir mal wieder weiterspielen. Der Wege! Das freut mich einfach, dass auch sich eine Nischenspiele gut ankommen. Ich meine, das ist mir auch klar. Heute haben in Anführungsstrichen bloß 800 Leute ungefähr da. Bei DayZ haben sie 1700. Ist mir egal. Das Spiel ist absolut geil und es freut mich, dass auch ein Teil der Community Bock drauf hat auf sichere Spiele. Und natürlich haben da Leute dabei, die sagen, na, ist mir zu fad. Die schauen nicht dann nächstes Mal wieder zu. Muss man deswegen kann er besser hoffen. Die neue Skript schreibt jetzt ChatGPT. Habe ich probiert, sage ich dir, wie es ist. Schreibt's nicht. Aber das werden wir am Montag herausfinden. Da werden wir uns mit ChatGPT, DALL-E, glaube ich, heißt die Bilder-KI und mit noch was auseinandersetzen. Da kümmern die mit anderem. So, schauen wir erstmal auf den Markt. Können wir da unsere Ember Shards verkaufen. Mit 297, das ist mir zwingend, das geht besser. Da gehen wir jetzt nach Nordosten auf und verkaufen wir da einen Schund. Aber wir haben einen Contract gefunden. Ja, wer hätte das gedacht? Nach Weilersheim. Let's talk about money. 110. Nimm ich an. Ist das nach rechts oben? Nein, nach links um. Ja, dann gehen wir halt nach links um, nach Langholz. Das ist mir wurscht. Ist da sonst irgendwas? Dann haben wir wieder am Arsch der Welt. Verdammt, den hätte ich nicht mehr sollen. Weil ich wieder nicht merken kann, was da los ist. So, gehen wir weiter. Step in die Hoods. Vielleicht finden wir unterwegs einmal irgendwelche Diebe oder so. Die laufen da ja auch frei umeinander. Da haben wir noch gar keinen gesehen. Uns greift da aber über keiner an. Taxidermist. Das ist der Typ. Jetzt pass auf. Jetzt kann man aus unseren beiden Zähne von den Nachtzieher, die wir gelootet haben, Antidote, ich habe keine Ahnung. An antidote for various types of poisons. Tastes quite bitter. Das ist ein Antidoxin. Das ist ein Gegengift. Wenn wir vergiftet werden von bestimmten Gegnern, ich mag jetzt nicht spoilern, was für Gegner das noch gibt, die das deren, ich weiß das natürlich, die sehen wir vielleicht noch. Dann kann man das hernehmen und es ist weg. Ganz ehrlich, da verkaufe ich lieber die 10er so, weil das nehme ich nie her. Das ist ein Item übrigens, das kannst du deine Brudis dann in den Slot da unten rein, oder? Und dann können sie das im Kampf hernehmen. Für später vielleicht einmal nützlich, jetzt ist mir wurscht. Sag ich dir, was es ist. Leave. Was haben die für Preise beieinander? 286, was kriegen wir für die 10 Nepfei? Oh, aber sie haben Quality Wood. Sie haben Qualitätsholz. Für 168, das ist unterm Wertpreis. Her damit. Warum haben sie das? Weil es wahrscheinlich, ja, ein Lumbercamp haben. Das heißt, die produzieren einfach Holz. Und darum ist es da so schweinebillig. Nice to know. Contract! Alright, this might seem strange, but I need a place by the name of the ruins of Ironheart Keep located and charted. Our maps are incomplete. Jetzt müssen wir ein Hideout suchen. Also eine kleine Befestigung. What does it pay? Oh ja, die kommen gerade recht. 260 plus 60, dann haben wir bei 320. I accept. Find ruins of Ironheart Keep some way to the northeast and somewhere around the region of Hockvolk. Das nehmen wir. Das suchen wir und dann kommen wir zurück. So, Hockvolk. Wo ist denn Hockvolk? Schon Northeast was, oder? Nie ohne Seife waschen. Ja, rechts oben. Also muss Hockvolk irgendwo da sein. Oder? Da ist Kingmill, da ist Fairdale. Ja, dann gehen wir einfach mal rechts auf. Dann gehen wir rechts auf durch den Wald. Vielleicht finden wir auch irgendwelche Besen. Schauen wir mal. Links vor dir. Was links vor mir?
Links vor, habt ihr da schon irgendwas gesehen? Nein. Also man sieht die optisch dann da auch irgendwo, aber die müssen irgendwo in dem Fog of War drin sein. Was ist der 5 Noob-Sekunden? Was ist der Fog of War? Das ist der Nebel des Krieges. Wenn du das noch nicht aufgedeckt hast, kennt man aus mehreren Spielen. Was? Links vor Weilersheim? Links vor Weilersheim? Northeast and around the region of... Was ist denn das für Behinderung? Da ist Hockvolk. Ich bin blind! Da steht riesengroß! Hockvolk, Birgit und Mongo! Was sagt denn dann Northeast? Was ist denn für ein besoffener Trottel? Northeast und around the region of Hockvolk. So ein dummer Scheiß. Ich garantiere es dir, dass das irgendwo da rechts oben ist und da in der Nacken nirgendwo irgendwas ist. Oh, das Essen geht aus. Oh mein Gott, wir können uns nichts mehr leisten. Fuck! Schnell nach Langholz. Schnell nach Langholz. Da müssen wir uns sehr... Okay. Along the way. Also unterwegs. Könnte man einen Traveler. Wenn wir dem jetzt 30 Kronen geben, dann sagt er uns, von wo aus, dass wir hingehen müssen. Nimm die Kronen und sprich. You lose 30 crowns. You see it's there, of course. On the hills some way to the east of where we are now. Easy. Also östlich, wo wir jetzt sind. Got it. Das heißt, irgendwo da hinten. Was redet dann von... Hä? Na, East hat er gesagt. Nach Ich bin total fertig. Total verwirrt. So, wir müssen jetzt Sachen einkaufen, weil sonst kriegen wir ein Problem. Das verkaufen wir natürlich nicht, aber von einem Amber Shard werden wir uns trennen. Das hilft einfach leider Gottes nicht. Und wir müssen uns was zum Essen kaufen, sonst werden wir verhungern. So, ihr seid. Von da nach rechts. So. Was redet denn dann von Hockvolk? Da ist kein Hockvolk. Scheiß. Ich geh jetzt da rechts auf, so wie es vor Anfang umhabe. Along the way, the prestige and renown of the Vollbier Squad is growing. Everywhere you go, people are looking to join. And not just sellswords, but followers who may be of other use. Okay. Da müssen wir das Ding jetzt suchen. Nix Osten, Wosten. Sprenge, da wird er zum Holzwurm. Es muss da irgendwo sein. Erzählt's mir keinen Scheiß. Sag ich doch! Was Hockvolk? Der Hockvolk, dein Muttern! Well, it's already time to return to Karl, the Guildmaster of Ruins of Ironheart Keep. Was easier to find than you figured. Was wir mal durchkanten, da drücken wir jetzt mal schnell auf Speichern. Und da schauen wir mal rein. Du, da schauen wir mal rein, was da drinnen so los ist. Sollen wir mal nachschauen gehen? Es ist bitte wie spät. Ach, halt doch dein Maul. You can't make out who you'll be facing. Attack at your own peril and prepare to retreat if it needed to be. Was ist da? Alter, die haben fette Rüstungen. Das sind Wiedergänge. Wie sind denn das? 4. Ich sag ja bloß 4. Ja, warten wir mal. 15 Stück? Was? Was 15? Wo hast du? Ah! Das sind okay, Abflug! Abflug! Retreat! Retreat! Abflug! Wir haben auch gespeichert. Das glaube ich geht schneller. Warte mal. Wir haben auch gespeichert, das glaube ich geht schneller. Load Campaign, Quick Save, gehen wir wieder rein. Alter, da meine ich, haben wir einen Arsch noch ein wenig Zeit und ein bisschen gearbeitet und. So, zurück. Ab nach Hause. Ich hab vorher gespeichert. Sicher habe ich vorher gespeichert. Ich hab ohne dass jemand mitgekriegt hat, instinktiv auf F5 gedrückt. Das ist übrigens schnell speichern. So. Oh Gott, wir haben schon wieder nur minus 1 Krone. Wir müssen unseren Scheiß verkaufen. Wir gehen jetzt da unten rechts lang. Nicht für 320 Gold, nein, nicht wirklich. Wir haben es ja bloß entdecken müssen. Wir haben nicht kämpfen müssen. 260 Crowns. Wunderbar. Dann brauchen wir wieder was zum Essen. Ja, nehmen wir gleich 2 Sackel mit, das passt. Oder sonst was Schönes? Nö.
Nee. Gut. So, Abflug jetzt von da. Habt die Schnauze voll. Wir gehen jetzt straight nach Kargau. Rechts durch den Wald durch. Durchs offene Feld mag ich gehen. Vielleicht rennen da ein paar Spacken umeinander, die man aufs Maul an kann. Los. Nicht, dass da jetzt aus dem Wald, was weiß ich, irgendwelche Vieh raushupfen. Kann passieren. Hast du Crowns, kriegst du Frowns. Was haben denn die da eigentlich? Oh, eine Winzerei. Da gibt's Wein. Ist auch ein Trading Good, wenn man so will. So, was haben wir da? 314 kriegen wir für unsere Amber Shards. Die nehmen wir mit. Sag ich dir, was ist. Sag ich dir, was ist. Die nehmen wir mit. Die verkauft man. Zack, zack, zack. Zum einen. Und die für 217 verkauft man es auch. Hauptsächlich für Quest, damit wir wieder ein bisschen flüssig sein. Weiß das was ist. Und dann da ich gerne mal was ausprobieren. Wein ist ein Verbrauchsgut, gell? Das ist ein Proviant. Und was ist mit den Dingen da? Dice. Wo kommen denn die her? Was haben denn die für Gatherer's Hut? Die haben einen Hunter's Cabin. Ah, die haben einen Die Maker. Was heißt Die? Farben. This die maker creates precious dyes from all kinds of ingredients. The recipes for these expensive goods are well-kept secrets. Das sind aber Farbstoffe. Und die nehmen wir mit. Ich glaube, dass die mit 434 nämlich einen guten Preis haben. Die haben sehr nah dran an 400. Was eigentlich wert sind und das ist meistens so. Die nehmen wir jetzt mit. 600 Kronen gelangen. Und den Contract nehmen wir jetzt nicht und wir gehen zur Dornenfeste. Wir gehen jetzt da auf, weil es mir jetzt wurscht ist. Los geht's. Ab durch die Mitte. Vielleicht noch ein bisschen mehr nach Norden. Was ist denn da sonst noch so? Weil da ist nicht mehr recht fei. Da nicht die Städte so weit auseinander. Aber gut. Was ist da los? Contracts locked. Only contracts by the noble house owning this fortification are available here, but they don't recognize you as worthy of their attention. Das heißt, wir müssen erst nur Ruf sammeln, bis wir da drin Aufgaben kriegen. Also Verträge angeboten kriegen. Ja, gut, soll mir recht sein. Und weil wir schon mal da haben, kriegen wir gute Verkaufspreise. Einigermaßen ist mittelmäßig. Verkaufen wir den Scheiß. Und unsere Farben können wir sofort wieder weiterverkaufen. Sag ich dir, was ist? Die haben wir jetzt schnelle 50, 100 Gold gemacht. Zack, zack, weg damit. Easy peasy, lemon squeezy. Boah, leck, wir haben einen Hund. Da kann man einen Hund kaufen. Alter, wir haben da beim Biergame-Stream, selbstverständlich kaufen wir den Hund. Ob der 2 kostet oder 2 kostet, ist mir scheißegal, gibt den Hund. Wer will Hund? Wer kriegt einen Hund? Sprengi, magst du einen Hund? Magst du einen Hund haben? Oder weißt, pass auf. Der Fight, unsere Hunter kriegen Hund. Alles klar, der Fighter kriegst einen Hund. Was der kann, der ist ultra schnell, hat leider keine Rüstung, dem kann man Rüstung anziehen, sogar. Wenn Leute davonlaufen. Lass die Hunde los! Sehr gut, gefällt mir sehr gut. Was haben wir da sonst noch? Gibt es da vielleicht einmal ein gutes Hacke? Immer noch nicht. Grütze, fix, lief. Aber ich habe schon was sehr spät, nämlich einen Rüstungsmacher. Was haben wir da? Alter, da gibt es den fetten Scheiß. Alter, das ist 7500 Goldrüstung mit 285. Und fette Helme für 5000 Gold. Das ist halt schon geil. Dann weißt auf was du da hinspielst. Ja? Ein Contract nach dem anderen, 5000 Gold, kaufst da ein Item, weiter geht's. Und immer weiter und immer weiter. Und so wirst du langsam immer stärker. Da gibt es auch schon die fetten Schädel. Die kosten sogar bloß 372. Für das haben wir aber nur zu wenig Wert. Die brauchen so viel Fatigue, minus 14. Was brauchen die Schädel? Minus 10. Das macht uns schlechter, wie wir sind, wahrscheinlich. Bis Level 7, Level 8, dann können wir uns sicher die Dinger kaufen. Aber ich hätte gerne einen Contract. Das ist, was mich ein bisschen nervt. Was haben wir da? Double Mail. Right-click the Dragon to a Armor carried by a currently selected character. Das sind so Armor-Patches. Da kannst du dann einfach deine Rüstung, die du schon hast, noch stärker machen. Und lauter so ein Kack. Ah, der hat den fetten Scheiß. Was hat er für Bögen am Start? Ja, 2 Kriegsbögen, Munition und so weiter. Aber gut, da brauchen wir erst einen besseren Ruf. Trainings Hall. Ich sag dir jetzt etwas. Weißt du, wo wir ein bisschen rein investieren? In Sprengi. Dann in unseren Marvin. Und in den der Fight. So, die nächsten 3 Kämpfe kriegen es mehr XP. Ja, ich brauche die Rangler. Ohne Scheiß. Der Bogenschütze ist später so stark, das ist fast schon lächerlich. Leaf.
Wo gehen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen da unten Contracts machen und hoffen, dass einfach besser nicht kommen. Bis wir friendly sind. Es hilft nicht. Schauen wir mal, tut sich da überhaupt irgendwas? Ja, da! Erlach ist schon very friendly. Blankenstadt ist friendly. Kargau ist open. Neudeich friendly. Weilersheim very friendly. Ja, machen wir noch ein paar. Los geht's. Die Hauptquests geben nämlich immer sehr gut Ruf. Ja, dann müssen wir mehr mit den Trading Goods umeinander tun. Müssen wir schauen. Schauen wir, ob der schon wieder was hat. Nö. Und in der Zwischenzeit machen wir die Contracts. Oh. I need an escort for a caravan to Freidorf. A day northeast of here. Will it be dangerous? Of course. That's why I got you, Sellsort. Are you interested? Was kriegen wir denn dafür? 3 Gold pro Kopf, den wir abschlagen auf dem Weg. Und 25 und eine gute 200. Ja, hau rein. Hau rein, kommen wir mal in eine andere Stadt, ey. Gib Gas. Gib Gas! Karawanensepp, währenddessen schauen wir mal, was hast du denn gerade als Hauptquest? da steht es links um, diese Trading Goods. Also wir müssen mal nur 19 so, wie soll ich sagen, Holz verkaufen, Farben verkaufen, verkaufen und so weiter. Dazu brauchen wir aber Gold. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht für irgendeinen Scheiß ausgeben sollen, für Hunde und so, aber egal. Was war da? Ah, Briganten! 2 Stück! Habt ihr das gesehen? Wieso können die nicht hauen? Ich wollte da drauf, es waren ja bloß 2. Die werden schon verfolgt. Jetzt kommen wir in Freidorf an. Da gibt's ja gar nichts. Freidorf is now well supplied. Okay. Was gibt's da so? Nix. Was haben wir da? Rebuilding Effort. Well supplied. Das sollte man fast ein bisschen... Das sollte man fast ein bisschen warten. Sag ich dir, was ist, der mal schnell campieren, bis die Sonne aufgeht. Und dann schauen, boah, was ist das? The fight asks you to enter Bratzen the War Dog into a local dogfighting circle. That sounds like an awful idea, but the man goes on to explain that a lot of money stands to be made in dogfighting. All the dog handler needs is an ante of 200 crowns. Mir schickt mir doch nicht unseren Gnädel in einen Hundekampfring. Was ist denn das für eine Behinderung? That's not going to happen. Also kurz zur Erklärung, es ist in der Nacht jemand gekommen, das Spiel hat jetzt getriggert, weil wir einen Hund haben. Jemand möchte unseren Hund in einem Hundekampf sehen und da geht es um 200 Kronen. Das machen wir natürlich nicht. Geht nie gut aus, das weiß ich. Musst du spezielle Sachen kaufen oder ist das egal? Es ist eigentlich egal, aber man orientiert sich halt, was ist billig zum Kaufen und dann teuer zum Verkaufen. Man kann sich da ein bisschen orientieren, was die Städte und Dörfer da gerade für Buffs und Debuffs haben. Zum Beispiel haben die einen Rebuilding-Effort. Das heißt, die haben da Ruinen. Ja, die haben irgendwie geradet worden von irgendwelchen Viecher, die da anlaufen. Und jetzt haben sie halt einfach da einen Bedarf an Holz zum Beispiel. Eigentlich war es jetzt perfekt. Wenn wir da das ist halt so weit weg jetzt. Da wo diese Lumbercamps sind, wo es billig Holz zum Kaufen gibt. Und das nehmen wir und da oben transportieren, dann kriegen wir mit da herin das Doppelte. Richtig gut, aber das ist halt ein ewig langer weiter Weg. Schauen wir mal, was haben die da hier unten? Die haben auch Ruinen und sonst nichts. Pig Farm, was haben wir da? Mushroom Grove. Hilft uns alles nichts. Ist vielleicht in der Natten irgendwo ein Lumber-Dingsbums. Ein Workshop, Blast Furnace, das ist alles ein Kass, bringt uns nicht weiter. Elkshorn, die haben ein Lumbercamp. Die da oben haben wir, und das werden wir jetzt machen. Jetzt nehmen wir den Contract an, hoffen wir, dass wir da irgendwo aufhören müssen. Da schauen wir, ob wir billig Holz kaufen können. Und das bringen wir dann runter und verkaufen wir teuer, um unsere Hauptquest weiterzubringen. Der Ruf in den Städte bringt uns jetzt leider nichts, aber das ist mir jetzt wurscht. Hilft nicht. Have you ever lost something you loved? Was müssen wir wieder suchen? Wieder eine Münzsammlung oder was? My ceremonial stuff, den Zeremonienstab. Okay, let's talk about pay. 380 Gold, das ist nicht wenig. Schauen wir mal. I accept. Follow the tracks near Freidorf, return ceremonial, bla bla bla, loop to irgendwas. So, drücken wir mal schnell auf Pause. Passt, Hero, merci für den Reset. Habe die Ehre, was habe ich verpasst? Grüß aus Windisch-Eschenbach. Oder einen längeren Namen hast du nicht aussuchen können. Sein was für ein Stab? Zeremonienstab, hallo. Passt, ich merci für den Reset. Du hast alles verpasst, musst zurücklaufen lassen. Heftig. So, ich werd einen Teufel da und den da in den Wald hineinfolgen. Was werden die? Ich mag nicht im Wald kämpfen. Waldkämpfer ist immer scheiße. Da oben haben sie irgendwo. Oh, den großen Fußstapfen müssen wir folgen. Ah, die Brigante kämpfen gegen eine Trading-Karawane. Was ich das?
Oh. Many brigand thugs. Die dreschen wir jetzt zusammen und dann dreschen wir die rechts daneben zusammen. Das sagt er ich. So, die sind schon in einen Kampf verwickelt. Haben wir auch noch nicht gehabt. Geben wir 1-4. Voll egal. Achso, sind das die Besen? Was ist das da unten? Der gehört zu mir. Ach, das ist der Karawanensepp. Ja gut, dann müssen wir da aufgehen. Hilft nicht, dann müssen wir da aufgehen. Also, da kämpfen jetzt im Prinzip da 3 Parteien, wenn man so will. Ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt da 4, so. Oh, kommen die schon weit. Machen wir jetzt so. Ich muss da 4. Fuck, das war dumm. Normalerweise ist es immer so, dass die schon im Kampf sind, weiter rechts da hinten und ich da erst hinlaufen muss. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die da oben schon unterwegs sind und mir da direkt entgegenlaufen. Das war dumm, dass ich mit die Ranged jetzt da 4 gegangen bin. Jetzt muss ich in den Kampf engagieren, es hilft nicht. Hast du gesaved? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Wird schon schief gehen, oder nicht? So ein Fleischerhacke, was möchte den? Soll ich abhauen? Wir gehen jetzt der 4. Kann schon 4 kommen. Sprengi charged in die eine, dann ist er Ruhe. Da, Sprengi geht 4. Knüppelmann ist da 4. So. Wenn die da direkt herchargen, können sie nichts mehr machen. So, da ist unser Bogenschütze. Der macht einmal einen sauberen Aim-Shot. Und, 44%. Weißt du, was der ich sag? Der geht jetzt einmal da auf und wartet noch Runden. Unser Armbrustschütze pfeffert dem einmal sauber nicht. So, hat schon eine kaputte Hand. Und eine kaputte Hand macht sie ganz schlecht beim Zuhauen, der trifft eh nichts mehr. Schau, dass du lang gewinnst. Du Zipfel Adam. Ja, Wahnsinn mit dir. So, der Feind, Alter. Was mit dir? Kannst du da schon einen treffen? 42%. 47%. Da schießen wir mir zweimal drauf. 1. Daneben. Oh, da sitzt auch noch einer in die Stauern drin. 2. Daneben. Das war nicht so gut. Nein, war nicht so gut. Ah! Oder ein Flugbison. Der gehört zu uns, der schaut nach rechts. Sprengi! Oh, leck, Sprengi. Gott sei Dank haben wir dir eine gute Rüstung gekauft, weil sonst weißt du eh, was es ist. 1! Tor! Der ist fast tot. Der ist fast am Fliehen. Breaking. Nice one. Und den anderen stechen wir auch gleich noch ab. 1, 2. Jawohl. Aber mit deinem Hut. Möchtest mit dem Klump. So, dann wird gleich mal surrounded, da die Vorschlag. Zack. Zack. Eingestochen ins Mistviech. Und die kämpfen halt jetzt, das sind die Leute aus der Karawane und die kämpfen halt auch gegeneinander. Das ist eh klar. Die tun uns gar nichts. So, Käpferl ab! Jawohl, Sprengi, so mag ich das. Und der andere ist am Fliehen, das heißt, wir können uns bewegen. Weiter geht's. Dann werden wir den kleinen Kampf verwickeln. Und unser Bogenschütze holt sich ein paar XP. Gehen wir aber da. Der Dolchsepp. Der Dolchsepp darf noch zustehen, das war vielleicht nicht so schlau, aber das ist wurscht. Armbrustsepp, du gehst einmal da oben und schießt einmal da um. Hätte ich vorgeschlagen. 35% war nicht genug. Jawohl! Karawane FTW! Stecht es ab, die Arschlehe! So war, auf wen können wir da schießen? Auf ihm da oben, 26%, ist wirklich nicht viel. Aber wir können es probieren. Wird nicht besser. Vielleicht hätten wir aber auch ihn da zusammenschießen sollen. Schauen wir mal. Aimshot. 65%. Der Feind, Alter! Jetzt kannst du es rauslassen. Gib ihm! Jawohl! Genau da. Ja, an der Nase vorbei, so wie ich das da sehe. Da bleiben wir natürlich stehen. Und ja, wir umzingelt mal die Arschlöcher. So schaut's aus. Zack, da das Böhnchen. Einfach drauf. Einfach drauf. Die kennen eh nix. Die kennen eh nix. Ah! Der hat einen Dolch, der Drecksack. So viel zu, die kennen eh nix. Da, erst mal abgestochen, der ist am Fliehen, der da oben kann, der muss sein Steadiness verlieren. Das war einmal eine Sache. Nehmen wir da 4. So, Knüppelmann, stun den mal jetzt. Na! Sprengi! Umzingeln! Da schießt meine. 1, 2, hat nicht hingehauen. Nachladen. Zack, hat hingehauen. Jetzt ist er Wavering. Das ist schon mal Epsi. Das war einer von der Karawane.
Gott sei Dank, dass der nicht mehr trifft, sonst wäre die Indiana Jones leider den Bach hinuntergesegelt. Da gehen wir jetzt da her. Zack, und jetzt ist er Breaking. Und jetzt sticht man ab, die Drecksau. Eins, zwei, ist schon tot. Haben wir noch einen Aim-Shot? Ja, da schießt man vielleicht aus Versehen auf die Karawanentypen, aber egal. Wechseln die dann die Seite? Wenn wir den treffen, wir werden sehen. War knapp. War knappe Geschichte. Da, 1-4er, Absteher, der ist eh schon am Fliehen, ist eh scheiß wurscht. Stecht sich so. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Was haben wir gekriegt? Ah ja, ein Full Leather Cap. Das ist, glaube ich, besser wie etwas, was wir haben. 69 Gold waren dabei. Und ein paar Waffen. Und ein bisschen was zum Essen. Ja, sicher. Ja, sicher. Und die Thief-Typen, die da schlagen wir jetzt auch noch. Da geht's her. Oh, da müssen wir in die Bergkämpfer. Das mag ich gar nicht. Ich sag das, was ist, ich mag nicht in die Bergkämpfer. Ich mag nicht in die... Oh, die müssen wir, Jung. Ach, Bergkämpfer ist voll scheiße. Aber haben wir auch noch nicht gehabt. Wieder was Neues. Nein, nicht in der Nacht. Nicht in... Oh, jetzt müssen wir campieren. Campieren, bis es wieder Tag ist. Und dann laufen wir einer nach. Schau dir mal so in die Berg, bist sau langsam. Warum brennt denn da noch ein Feuer? Ach, okay, Kim, müssen wir den jetzt da 3/4 Stunde so nachlaufen? Ist das der Ernstspiel? Are you serious? Are you serious? Komm, heute noch? Heute noch? Ja, finally. Engage! Wie viel sind es? Simmi. Geht ja mal weg. Und schau dir mal das Gelände an. Das ist das allerletzte vom hinterletzten. Da muss ich sagen, leck mir am Arsch. Leck mir am Arsch. Dann nehmen wir uns gleich mal High Ground. High Ground und gleich mal einen Pfeil. Erst mal ausgesessen. Ranges aussitzen. Erst mal warten, bis die Spackos der Vierer kommen und dann pfeffert mir ja noch einen ins Gesicht ein. Ah. Let the spear wall handle. Was ist denn mit ihm da? Was ist denn mit ihm? Ja, halt ein High Ground. Der muss da aufgehen, da ist ein totales Loch in der Map drin einfach, warum auch immer. Ist vorerst mal beendet. So, 4er mit dem Rest, 4er mit dem restlichen Schund. 4er mit dem Schund. So ist brav. Dann gehen wir da eins her und aktivieren wir die Spear Wall. Und dann stellen wir uns mit dem Bogenschützen da hinten eins auf, damit wir die sauber treffen. So, Spear Wall. Sprengi, wo gehst denn du hin? Kommst du da überhaupt hin? Ich hab doch keine Ahnung. Sprengi, du wartest einmal noch. Ah, wenn die alle im Kampf irgendwo engaged sind und da ist eine schlechte Position, da haben sie High Ground, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Und der Knüppelmann, der tut auch mal warten. Die müssen zu uns kommen, die haben keine Ranged. Jetzt schauen wir mal. 19%, 40%, das ist genau was. 32%, dann wirst das du wohl fangen. No. Was, ich kann mal so einmal schießen, warum? Aber ich mit dem schon gegangen bin. Hab ich vergessen. So, Armbrustbert, 62%. So, der erste gleich einmal vom Berg runtergekommen. Einen Schritt rauf, haben wir High Ground. Und dann der schießen du. Der Fight, Alter! Weg mit ihm! Jawohl! Und hinten dann 2 Wavering. Sehr gut, sehr gut. Voll Erinnerung, Sepp-Spiele! Mir ist es wieder eine 556. Voll Erinnerung, Sepp-Spiele erinnert an Stream-Ankündigung, 1 Litern und LPGT 4K UHD Plus hoch Geld ausgeben müssen, damit ich deine grauen Barthaare sehen kann. Was? Sepp, ich weiß... Verstehe ich nicht. ich weiß nicht, was du sagen willst, aber... Okay, bye. Runde beenden. So, kommt jetzt mal der Rest dafür da und der haut eh schon ab. Ein neuer Monitor hat er sich gekauft. Damit du mir meine graue Haare zeigen kannst. Jetzt habe ich es verstanden. Dumm, dass ich nur in 1080p streamen kann. Dumm. Blöd. Der LGBT... Ach, jetzt, der LG. Ich hab mir gedacht, du hast dich halt vertippt. Muss ja nicht jeder wissen, wie man LGBTQ schreibt. Ich bin aber auch ein Tipp. Geht's jetzt zum neuen Monitor. Verspeist damit. Da, die sitzen drunten aus. Fleischerhacke Sepp. Da geht's Vierer. Da geht's Vierer. Hat's die schon. So, und die sticht man einfach ab. 1, 2, sehr schön. Bogenschützenmann. Wen haben wir denn da? Den da hinten. 28%. Sitzt da nicht auch noch einer unten? Da sitzt auch noch einer unten. Egal, machen wir einen Aim-Shot. Da hinten. 52%. Tu ihn weg! Ja! Ich liebe diesen Sound. The Sound of Satisfaction. So, was haben wir da? Armbruster.
Wo nörgelst du? Ja, tu den Weg. Tu den Weg, der ist schon halb fertig. Da ist leider Gottes nicht ganz umgefallen. Aber er ist breaking, kann eh nichts mehr. Schau, dass du lang gewinnst, tut sich einer. Was haben wir mit ihm? Was ist denn mit ihm da unten eigentlich? Warte mal. Muss ich da mal runtergehen? Wieso trifft man den mit 71%? Ja, hau drauf, Bruder. Bruder! Eins! Wir sehen mal, also nur zum Verstehen, was jetzt passiert, der ist 3 Ebenen unter uns oder 2. Ich tue jetzt einmal nach oben, nochmal nach oben und da steht, der ist dran und schießt im Prinzip einfach ins Loch runter und schießt ihm von oben ins Gesicht ein. Und das werden wir jetzt einfach nochmal wiederholen. Da ist er schon da. Der hinten hat gleich zum Laufen angefangen, der hat es gar nicht 4 geschafft. Sehr schön. Dann glaube ich, ist Zeit zum Sprengen für einen Full Charge. Oder? Full Charge. Da meine ich chargen. Was auch nicht. So immer. Sprengi, Köpfe spalten. Bringt's nicht. Los, gehen wir. Los die Affen, gehen wir. Das ist ein Wahnsinn. Da gehen wir jetzt da her. Ja, da schauen wir gut aus. Und er macht immer noch Spearwall. Weil er für das da ist. Was haben wir da? Der ruckt einfach einmal nach. Du ruckst einmal ein bisschen nach. Nein, da gehst du rauf. Das ist ein guter Platz. Das ist ein guter Platz, da wollen wir bleiben. Schauen wir mal, was er tut. Ja, sitzt ins Loch, das ist eine gute Idee, wenn lauter Bogenschützen da sind. Super Idee, Spitzenklasse. Ah, Spearwall hat wieder versagt. Was ist denn mit ihm? Oh, der bliert. Interessant. Und da ich jetzt nicht vorschlagen, gibt es mal einen sauberen 38%igen in den Brigand Thug. 1 wieder mal daneben. Aber einer hat gesessen, wenigstens Epsi. So, Sprengi. Du gehst jetzt einmal der Vierer. Und fangst langsam an und da hinten dann die Leute zum Schlung. Das ist eine gute Idee. Der Armbruster, was tut denn der Armbruster? Kann der irgendwo rein armbrusten? In den da hinten vielleicht. 3, 2, 1! Oh. Easy peasy lemon squeezy. Und G kann auch noch eins. Wunderschön. So, Spearman, stichen wir den Flüchtling ab. Oh, dumm gelaufen. Und dann gehen wir gleich mit da rein. Dann ist er da nämlich Wavering. Wunderschön. Und weißt was der Herr der Feind jetzt tut? Den Typen da hinten. Lass die Hunde los! Gnädel, fass! Und dann schießt noch hinten und hinten neu schießen tust auch noch schnell. Da, daneben geschossen. Aber es ist so schlimm. Jetzt ist der Hund dran. Der Hund agiert übrigens selbstständig. Das heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der genau funktioniert. Ich hoffe, dass er automatisch auf die Leute losgeht, die fliehen sind. Hoffe. Wir werden sehen. Und schon ist er dran. Hast du gesehen, wie weit das der gehen kann? Von daher hinten bis da rauf. Und schon ist er dran. Wenn der abhauen will, dann machst du... Weißt du, was es ist? Zauberhaft. So, und dann geht der Spearman da noch her. So, dann ist der nämlich Breaking. Wunderschön. Jetzt kannst du mal probieren zuzuhauen. Und er trifft tatsächlich der Kaselorbe, der Fotzengrobe. Da kommt man nicht vorbei. Das hilft jetzt auch nichts. Dann bleiben wir dabei stehen. Bleiben wir stehen und stechen wir ihm dann in der Mitte ab. 1, 2 und er ist fliehend. Was, er da unten hat auch noch was zu melden, oder was? Na! Knädel, du musst schon reinbeißen! Knädel, du musst reinbeißen! Ja! Einmal reinbeißen, dann ist er hin. So ist es gut. So ist es gut, so mag ich das. Best Game ever. So, unser Bogenschütze kann eigentlich nicht recht viel anstellen. Doch, auf ihn schießen. Haha, lol. Und trifft ihn wieder nicht und trifft ihn wieder nicht. Was kannst denn du eigentlich? So, Andiana, du bist da oben dran. Du stunst einmal, damit nichts passiert. Dunk. Er ist ein Instant total fertig. Er ist auf einen Schlag breaking, gravely wounded und gestunt ist auch noch. Ja, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ah, nicht getroffen, schade. So, Armbrustsepp. Dann musst du ihm da schießen. Trifft auch nicht. Was ist denn da jetzt so los mit denen? Psuffer oder was? So, mir stecht man natürlich nicht den Fliehenden ab, weil der bringt sich sowieso selber um. Wir bringen ihn da um. Das ging einfacher als ich dachte. Dann stechen wir zweimal zu und bringen wir ihn auch noch um. Sprengi! Ich glaube, ich habe da ein Ziel im Lohhund gefunden, das ich mir für die aufhebe. Ah, ich tue ein wenig vorpräparieren. 1. Ah. Dann machen wir einen Aim-Shot. Haben wir einen Aim-Shot auch noch da oben? Ja. Das ist dann mal ein Aim-Shot hinten rein. Gib ihm. Ah, ein Schädel rein, schade. Dann gehen wir da noch her. Ah, jetzt ist er eh schon fliehend. Ist eh schon gut. Ist eh schon gut. Weißen Tod, Knädel! Mann, Knädel! Den lassen wir nicht. Ach, der ist verblieben, lol.
Der ist einfach verbliert unter dem Volllaufen. Welche, so eine arme Drecksau. Arme Drecksau! Oder haben wir mir viele Level-Ups? Schau dir die so. Sprengi Level Up, Mapfrey Level Up, Flugbison Level Up, Lenny Level Up, Indiana Jones Level Up. Continue! Ja, der Loot ist... mittlerweile ist der Loot eher crap, weil wir immer nur gegen diese Thieves da spielen. Und ja, let's collect our pay. Wir müssen nach Freidorf. Jetzt ist die Frage, ob wir noch schnell einen Abstecher nach Turmburg machen. Leute, was ist? Gehen wir schnell nach Turmburg. Unsere Munition ist leer. Das heißt, für den nächsten Kampf sind unsere Bogenschützen und so weiter haben keine Munition mehr. Oder halt weniger. Und die kann dann ausgehen. Der Fliehende war Bleeder. Ja, das wird dann halt natürlich zum Verhängnis. Was gibt's denn da herin? Da haben wir einen Waffenschmuck. In so eine großen Burgen waren wir noch gar nicht. Das sagt man optisch übrigens auch. Das sind so richtige Zitadellen. Und da gibt es meistens viel mehr Gebäude drin. Und in dem ist halt wirklich ein Armorer und ein Weaponsmith. Das heißt, da gibt es die fetten Rüstungen. Für keine Ahnung, ja, die sind jetzt nicht so fett wie bei denen, die wir schon gesehen haben, glaube ich. Aber Waffen. 7770, das ist eine Legendary Waffen. Sagt man daran, dass die so rot gliert. Was ist da besonders? Es gibt diesen Zweihandflegel, den gibt es so auch. Das ist, glaube ich, der. Na, den gibt es in der normalen Variante auf alle Fälle. Ja? Und dann gibt es noch mehr Stufen drüber als Legendary halt. Das hat dann, falls jetzt jemand da ist, der wirklich Ahnung hat, ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, der hat einfach nochmal bessere Werte. Das heißt, der hat noch mehr aggressive Damage Range oder hat zum Beispiel mehr Rüstungsdurchdringung, irgend sowas und ist einfach noch mehr ein ganz Stückel besser als die Waffen, die man so kaufen kann. Wolltest du nicht Holz kaufen? Doch, tatsächlich, wollte ich schon. Aber die Diebe haben uns leider... Oh, da gibt es einen Kennel. Im Kennel kann man... Boah, da kostet ein Hund viel weniger. Aber weißt du, was wir deren? Wir kaufen jetzt halt nichts. Das sagt der was ist. Wir haben kein Geld nicht. Was tun da herum? Was mache ich hier? Munition kaufen. Munition teuer. Aber wir brauchen Munition, das hilft sowieso nicht. Und dann verkaufen wir zumindest mal ein bisschen das Chlorklumpen. Wir kriegen nicht einen Teufel dafür, aber ein bisschen was. Weil sonst gehen wir pleite. Sag ich dir, was ist. Verkauft die scheiß 10 und das Hirn braucht kein Mensch. Jo. Leave. Sonst haben die da herum nichts. Wir wollten eigentlich da rauf, gell? Und Holz einkaufen, aber wir haben kein Gold zum Holz einkaufen. Das ist so ein bisschen unser Problem. Naja, dann zurück. Sammeln wir unser Gold ein. Das hilft uns sowieso nicht. Return to Ceremonial Staff to Freidorf. Sind wir schon unterwegs. Jetzt nicht oben, falls wir noch irgendwelche Zigeuner finden, dann da schlagen wir es auf den Weg. Gold einsammeln, ableveln und dann machen wir noch mindestens einen Contract, weil es ist halt wirklich 8 Minuten vor 10 und keine Sau weiß, warum diese Zeit so schnell vergeht bei denen ich spiele. Das ist unfassbar. Crowns well deserved. Da gibt es wieder keinen Auftrag nicht. Und verkaufen kann ich auch nichts. Kruzifix. Tja, dann werden wir wohl oder übel wieder zurück ausgehen. Nämlich nach Tiefenbach. Los geht's. Hilft nicht. Kinder, nicht nach Tiefenbach. Da müssen wir Donnerfeste müssen wir. Ab zur Donnerfeste. Achtung, der Schnauzer hat einen langen Text geschrieben, wahrscheinlich zu den Legendaries. Die legendären Versionen gibt es normal von jeder Waffe. Ist aber jedes Mal zufällig, welche Stats besser sind. Also wenn du Pech hast, kannst du eine legendäre Waffe... Schlägerei! Alter, was ist denn da alles? Dann Direwolves. Sind die schlimm? Ich drück mir auf Speichern. Und Briganten! Die da schlungen wir! Da schluckt sie es! Easy XP! Für alle volle Kanone rein. Haben wir nochmal schnell Schlägerei zum Abschluss. Schau hier. Schau hier. Und High Ground haben wir auch noch. Bruder, besser wird's nicht. Aussetzen, aussetzen, aussetzen und jetzt lasst es kommen. Lasst sie kommen! So. Da gehen wir Spearwall, ohne uns zu bewegen. Hier sind 4. Ah, das ist dumm. Hilft nicht. Ich gehe da 4 und kann Spearwall nicht aktivieren, weil ich ein Vollidiot bin. Okay, dann stecht mir einfach zu. Ich hätte gern den High Ground gesaved, bevor er droh ist. Hilft nicht. Hilft nicht, hilft nicht, hilft nicht.
Was wir jetzt da aber für einen Kompromiss eingängen, wir lassen wir ihm da herunten stehen. Und aktivieren wir das Spearwall. Weil mit dem, wenn ich jetzt da einer charge, hole ich mir einen High Ground, kann ich es nicht mehr aktivieren und sie kommen so und so. Darum Spearwall und das Beste hoffen. So, Sprengi. Du setzt einmal noch aus und tust einmal noch nix sehen, oder? Nein, tust einmal noch nix sehen. Und der Knüppelmann tut auch nichts sehen, sparen wir uns die Fatigue, aber wir schießt man natürlich noch in Haufen ein. Das ist ja sowieso klar. 25%, 19%, nehmen wir den 25%igen da herum. 1 daneben, 2 daneben, war sowieso klar. Da, Armbruster, High Ground. Was haben wir da? 85%, sind wir 70%. Ja, dann. Daumen nach oben. Kriegst du aufs Maul auch. So, der Fight, nimm sie den da vor. 58%, 45%, ja, rein dafür. 1, jawohl, kaputte Hand, Wavering. Und eine in den Backlein, leider Gottes. Ja, also Vollidiot, Spearwall hat funktioniert. Die sitzt man nur aus, solange der Sprengi nicht im Kampf ist, kommt er auch nicht in den Kampf. Ja, erst alle ein bisschen runterhauen, dann Fury chargen, Hacke schwingen, Ende Gelände. Aussitzen. Was haben wir da? Weißt du, ich habe einen super tollen Trick, jetzt pass auf. Drück mal auf den Dreier und schubst man weg. Verdammt. Und dann hätte ich die Spearwall wieder aktivieren können. Egal, dann stechen wir noch hin. Sterben so ist. Und du stirbst jetzt auch. Zack. Und Breaking, Wavering, und schon haben sie wieder im Arsch. Merkst, man wird langsam ein bisschen stärker. Wir hätten vorher vielleicht noch skillen sollen. Das war vielleicht nicht so blöd gewesen. Kann man das jetzt eigentlich nochmal? Das hätte mich gewundert, wenn das während dem Kampf geht. Egal! Wenn wir Pro-Gamer, wir brauchen nicht skillen. Was haben wir da? Das ist der Knüppelmann, der sitzt da aus, der Pfeilbung-Sepp. Der sehen wir die haben wir ja noch nicht. Ja, und trifft ihn sogar noch. Er ist schon im Arsch, bevor er überhaupt daherkommt. Der ist dem Tod nahe. Nur einen hinten gepfeffert. Ja! Ja, Spearwall ist working. Ah, einmal hat es funktioniert, dann leider nicht mehr. So, dann der Isong. Angriff ist die beste Verteidigung. To battle. 1. Der hat da. Wieso war denn der Insta-Kill, Leute? Was ist mit dem? Verstehe ich nicht. Aber beschweren wir uns mal nicht. So. Bogen raus. 59%, 49%. So. Den Wichser mit seinem scheiß Dolch, der sticht wieder durch die Rüstung durch. Ist übrigens so eine passive Fähigkeit von Dolchen. Du kannst da stechen und du penetrierst Rüstung automatisch. Das heißt, wenn der 300 Rüstung hat, das interessiert dich überhaupt nicht. Wenn du ihn triffst, dann ziehst du ihm direkt Hitpoints ab. Zwar halt nicht so viel, weil Dolch. Aber komm mal bra. 1, 2. Alter, der Fight, Alter, ist sauberz krass. Sauberz krass. Und was wir da jetzt lernen? Jetzt lernen wir unseren Endpunkt-Trick abschubsen. Jawohl. Und dann gehen wir noch hin. Ja, wer hat jetzt einen High Ground? Du Kasperl, du Futzengrober. Das ist der Wahnsinn! Sprengi, du tust einfach einmal noch gar nichts, weil ich dem Typen mit seinem Zweihandhacke nicht trau. Sag dir, was ist? Ah, wir müssen einen Hund. Ah, einen Hund hätten wir aus. Ah, den hab ich vergessen. Den hab ich vergessen. Egal. 1. Hinten neu. Zwirbelt. Dann machen wir lieber einen Aim-Shot mit 40%. Ja, der hat auch gesessen. Was tust du jetzt, Zweihandhacke-Depp? Das ist ein Witz, oder was? Stunny die. Dunk. Und dann hau ich da einen Knüppel auf den Tetz. Dunk. Einfach mal leck, wie es out ist. Da hab ich noch nie drauf aufgebaut. Der hat wirklich einen eingeschlagenen Schädel mit einem Loch im Kopf. Weil du mit dem Hammer einfach draufgenudelt hast. Super best Game ever. Das sagt er ich. So, können wir ihm dann noch nach. Mit Menschen nicht. Aber wir können da mal ein bisschen aufgehen. Wir können da hergehen. Dann fangen wir sowieso irgendwann zum Fliehen an. Sprengi. Ja, du gehst sicher als halber Arme grob in die Richtung. So, Hund freilassen. Hund! Und jetzt wir können da noch neu pfeffern. Nicht, ohne dass wir uns in die eigenen Leute treffen. Hund! Lauf! Fass! Mädel, fass! Hat noch 2 mit circa. Bist du total fertig, oder was? So nicht. Du kommst dem Gnädel nicht davon. Tu dich nicht oben. Du kommst dem Gnädel nicht davon. Du dem Gnädel oder mit dem Knüppel geben. Was? Sofort.
Sofort hinten noch unterschlungen. Sprengi! You have a task. You have a task, Sprengi. So, du gehst da her. Schießt mir noch ein wenig rein. Und ihm stechen ab. So, damit er Ruhe ist. Wehe, der bringt meinen Hund um. Run them down! Ja! Ja! Gas. Volle Kanone Gas auf den Typen. Ha, triffst den Hund nicht, der ist flink für dich. Zu flink für dich, mein Freund. Und der Sprengi steht vor deiner Haustür. Das heißt nichts Gutes. So, der Fighter, der kommt auch neu. Du kommst neu. Du kommst neu. Alle kommen neu. Ah, wir kommen alle. Gedulde dich, wer bist denn du? Schade, dass die keinen Namen nicht haben. Ah, der Gnidl hat einen bissen. Der Gnidl hat aber auch bloß 3 Haxen. Darum ist es nicht so tragisch. Du gehst da auf. Der Armbrust, der kann schon mal einen hinlassen. Ah, ganz blöd gelaufen. So, du gehst gleich mal her. Ah, bist schon wieder am Fliehen und du Angst. Ich sag dir was, da ist der Sprengi. Oh, der Sprengi kann leider nicht zuhauen. So, beim Sprengi im Weg versperrt. Dann lass ich die Trecker zum... Das wollte ich nicht. So, beim Sprengi wieder zurückgeschickt. Hoppala. Ja, das kommt wieder vom Schnee. Ja, Birger, kommt wieder vom Schnee. Ja. Also, warte, ich lass dich vom Gnidl da beißen. Kannst du machen, was du willst. Der Gnidl wird dir da beißen. Ist er doch abgestochen worden. Schande aber auch. Kriegt der Hund XP? Leider nicht. Der Hund ist, wie er ist. Das finde ich also ein bisschen die Schwachstelle vom Hund, weil später die Gegner so krass stark sind, dass ein Hund halt einfach der Schlang. Aber einen Hund lasse ich bloß außer, wenn es wirklich am Fliehen sein. Das hast du jetzt gesehen, der ist so scheiße schnell. Und ich glaube, die Mechanik, also die KI dahinter, die ist so gemacht, dass der, wenn auf dem Schlachtfeld einer ist, der flieht, dann läuft er dem noch. Für das haben sie gemacht. Und die hauen normal auch nicht zurück, die Leute, die fliehen. So, die Direwolves, die sparen wir uns, wir gehen in die Donnerfeste. Und dann schauen wir mal nach, was da so los ist. Kriegen wir was für unser Geld? 17, nicht ein Teufel, okay. Aber zum krönenden Abschluss, wir müssen leveln, oder? Wir müssen durchleveln sauber. Und zwar Indiana Jones, Level 3. Triple R in den Chat, wir müssen rollen. Was ist denn der Indiana Jones eigentlich? Das ist also ein bisschen durcheinander, gell? Ah, das ist der Krüppel. Was der mal mit dem Krüppel, Alter? Ich weiß auch nicht, gib ihm Melee Defense auf alle Fälle einmal. Melee Attack, weiß ich jetzt auch nicht so recht. Hitpoints warten halt auch nicht schlecht. Also, ja, Indiana Jones, es tut mir leid. You're gonna die. Irgendwann wirst du leider Gottes den Platz freimachen müssen. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Hitpoints und Fatigue. Und ja, Perks! Du mit Kolossus sei. Gib ihm Hitpoints. Das ist ein Wahnsinn. Du einmal getroffen und du bist hier. Du hast bloß 27. Warum hast denn du 27? Ich hab doch ganz anders gelevelt. Das verstehe ich nicht. Schauen wir mal da. Ah, okay. Du hast Stabbed Guts. Wie übersetzt man das? Abgestochene Innereien. Du hast ein Loch in deinem Darm, wenn man so will. Und hast darum 40% weniger Lebenspunkte und 40% weniger Belastbarkeit. Ja, wie der Sprengi sagt, Lochi im Bauchi. Heilt aber in 1 bis 4 Tagen. Kann kein so ein großes Loch gewesen sein. So, dann haben wir einen Lenny. Lenny, du warst der neu dazugekaufte. Du kriegst jetzt mal einen Student. Wir alle am Anfang. Und klick hier to Level Up. Roll mal was Gescheites. Du wirst auf alle Fälle, bist doch du ein Melee und kriegst auf... Oh ja, das sind aber keine Schienen Rolls. Nein, das gefällt mir nicht. +4 auf Fatigue, das ist gut. Du bist der Spearman. Hast aber keine gute Verteidigung. Weißt du, was mich jetzt interessieren hat? Wo ist denn der Schnauz? Der Dagger-Build? Fragezeichen. Wo meinst du Dagger-Build? Für den Krüppel, dass man den nur für sowas hernimmt. Es gibt... Achtung, kurz, jetzt wird wahrscheinlich wieder ein bisschen viel gelabert, anstatt gespielt. Und zwar, es gibt so eine Taktik, dass du... habe ich vorher schon kurz erklärt. Dagger heißt Dolch. Und die Spezialität eines Dolches ist, dass du durch die Rüstung stichst und die Rüstung nicht kaputt machst. Das heißt, wenn am Schluss einer überlebt vom Gegner und der hat eine Rüstung an, die du haben willst, dann hat normaler jeder Brudi einen Dolch dabei, dass dann alle Waffen wechseln und nur noch mit dem Dolch einstechen, damit
die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der die Rüstung oder sein Heim oder hauptsächlich seine Rüstung und sein Heim droppen kann. Und da gibt es offensichtlich ein Bild dafür. Ich weiß jetzt nicht, was da genau die Perks dafür sind. Natürlich weiß ich auch nicht alle auswendig. Aber ist eigentlich keine schlechte Idee. Aber jetzt ist schon wieder zu spät. Jetzt habe ich schon ein paar Skillpunkte wahrscheinlich versemmelt. Aber vielleicht... Warte mal. Jetzt gleich. Wir nehmen Fatigue. Wir nehmen Melee Attack. Melee Defense ist halt voll scheiße. Aber es hilft nicht. Und zwar, wo ist der Krüppel? Indiana Jones, Peitschi. Da schreibt, wenn ich selber spui, dann schreibe ich da keinen Blödsinn ein beim Titel, sondern meistens, was ich aus denen Leuten machen will. Weil wenn man mir jetzt in einer Woche oder irgendwann einmal wieder spielt, dann weiß ich das nicht mehr. Da schreiben wir jetzt Dagger Build ein. Und der El Schnauz schreibt, mit dem Perk, dass er mit jedem Hitversuch oder Hit verliert der Gegner 10 Skill. Also beim Dagger, der kann 3-mal zustechen. Das ist das Pro, der Perk, du stichst zu und mit jedem Mal nicht Treffer steigt deine Hitchance. Oder irgendwie so. Das heißt, der Gegner, gegen den du den Dagger stellst, bekommt jede Runde 30 Skill weniger. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Perk heißt. Aber, kriegen wir heute leider eh nicht mehr zu Gesicht, aber egal. Der Sprengi ist dran. Und der Sprengi, jetzt ist die Frage, gehen wir ihm X-Mastery? Neben dem Lone Wolf Perk, schauen wir mal schnell, das ist wahrscheinlich der da, Underdog. Nein, ist nicht der Underdog, das ist der Ist es der Overwhelm? Also überwältigen. With every attack, hit or miss. Okay. Against an opponent that acts after you in the current round, inflict the overwhelmed status effect, which lowers both melee skill and ranged skill by 10% for one turn. Jetzt habe ich die verstanden, was du mit dem machst. Der ist nur dafür da, er kann. Jetzt. Also, mit einem Dolch, der hat außerdem, braucht er pro Aktion zum Zuhauen weniger Actionpunkte, sodass man in einer Runde 3-mal zustechen kann, anstatt 2-mal. Beziehungsweise wie der Sprengi mit seiner 82 zum Beispiel nur einmal. Er ist im Prinzip ein Debuffer. Ja. Das heißt, mit 3-mal zustechen sinkt in einer Runde ein Gegner sein Melee- und Ranged-Skill um 10%. Und was für Melee- und Ranged-Skill? Der Attack-Skill, oder? Ist der Melee-Skill einfach, ja. Das ist schon krass. Er ist im Prinzip ein Debuffer. Ja, das ist eine gute Idee. Das muss ich mir jetzt nochmal dazu schreiben, damit ich mich irgendwann daran erinnere. Dagger Debuffer. Ja, das kann man machen. Das ist eine gute Idee. Dann brauche ich aber nochmal einen zusätzlichen Brudi für die Spearwall und nochmal einen zusätzlichen Brudi, der seine Rolle einnimmt mit dem Knüppel zum Stunnen. Um 30%, weil er ja 3-mal angreift. Was habe ich gesagt? 20? Ja, weil in meinem Kopf so krass verankert ist, dass man nur 2-mal zuhauen kann, weil ich mit dem Dolch eben nie spui. Er kann nicht 3-mal zustechen und egal, ob er trifft oder nicht trifft, der Melee-Skill geht um 30% runter. Und 30% ist echt anders heftig viel. So, Sprengi! Geben wir dir einen X-Skill, X-Mastery oder geben wir dir schon einen Crippling Strike? Denn unsere beiden Archery-Dudes, ich meine, Mapfrey, es tut mir leid, falls du im Chat bist, du bist der scheiß Archer. Du triffst nichts und da wird auch nichts mehr draus, das sage ich dir, wie es ist. Aber dabei, Crippling Strike und am Sprengi gehen wir Executioner. Damit diese gewollte Mechanik, was wir da mal ausprobieren wollen, damit das gleich mal zu Trage kommt. Und im nächsten Skillpunkt kriegst du dann X-Mastery. Und das bringt einiges. Split Shield Damage to Shields is increased by 50%. Das heißt, egal auf welches Schulter du drauf prügelst später, ist es einfach hier. Der Round Swing, der Rundumschlag, den wir noch viel öfter zum Einsatz bringen müssen, hat 5% bessere Chance zum Treffen. Und the Long Axe no longer has a penalty for attacking targets directly adjacent. Schau, das habe ich gar nicht gewusst. Du hast einen Malus drauf, wenn jemand direkt an dir steht mit dem Zweihandhacke. Der ist dann auch weg. Und ganz oben, noch was, Master Combat with Axes and Destroying Shields. Skills build up 25% less Fatigue. Das heißt, pro Zuhauen mit dem, egal was, Roundhouse Hacke und Overhead Hacke generiert 25% weniger
Ausdauer ist ja nicht. Erschöpfung. Entschuldigung. Der Wüstengoldmull. Naben, sagst du ohne Mods? Nein, nicht ganz. Aber mit ganz wenig. Ich habe nur die Mods, wo man die Buffs und Debuffs in die Städte sägt, und ich habe diesen Mod installiert, wo man die möglichen Rolls für gekaufte Brudis sägt, bevor man kauft. Executioner it is! Sprengi, ruhig gescheit, ist gescheiter. Plus 3 nur Melee-Skill, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Nicht gut! Gefällt mir nicht. Vor allem mit 2 Sterne. Dreck. Und dein Melee-Defense ist auch so beschissen, dass es spät ist. Reingerollt. Flugbison, du bist dran. Kriegst einen Perk. Was du für einen Perk kriegst? Shield Expert. So schaut's aus. Ja. Spearwall it will be. Ruhig was. Boah. Bei +4 mit 3 Sterne auf Melee-Skill ist halt auch nicht super geil, aber ja, das hilft dir nicht. Und dein Melee-Defense ist auch unter aller Kanone. Dein Fatigue ist unter aller Kanone. Alles unter aller Kanone. Weg damit. Hilft nicht. So, der Fight, Alter. Was der hier sagt? Crippling Strike hast drin. Perk haben wir schon verteilt. Ruhig was Gescheites. Bam. +4 auf Ranged Skill, das ist gut. +4 auf Ranged Defense, das ist auch gut. +4 auf Fatigue, auch gut. Bruder, was möchtest du mehr reinnehmen? Hellebarden sind Pikenwaffen, glaube ich. Ist mit Long Axe nicht Hellebarde gemeint? Eine Hellebarde ist ja aber auch keine Axt. Und die wird, glaube ich, auch nicht benutzt wie eine Axt. Ja, aber ich glaube hauptsächlich, das Hellebarden-Ding ist halt eigentlich zum Stechen. Und hinten der Spitz ist zum Rüstung penetrieren. Und das Hacke vorn, glaube ich, wird nur ganz selten genutzt. Würde ja heißen, meine Axt hätte 2 Felder Range. Hat's auch. Aber nur, wenn jemand dahinter steht, glaube ich. Warte mal. Ich bin nämlich auch verwirrt. Ich kann einmal schnell, soll ich mal meinen Spielstand herzeigen, den ich gespielt habe, bevor wir mit Battle Brothers angefangen. Ich habe schon Zeit nicht mehr gespielt, wie gesagt, ich suche gerade WoW wie ein Behinderter. Soll ich den einmal herzeigen? Dann kann ich da meinen Lone Wolf-Typen einmal schnell zeigen, wie der beieinander ist. Da haben wir schon einigermaßen viel weiter wie da. Jetzt levelt man aber eben noch schnell. Du hast da Crippling Shots. Ja, brauchst eigentlich auch noch Ranged Skill, Ranged Defense und Fatigue, dass wir da mal so bei 100 haben. Und dann okay. Und die Langaxt später hat 2 Felder. Aber ist das nicht eine Long Axe? Das ist einfach nur eine zweihändige. Jetzt warte mal. Armorer. Haben wir mir da nicht irgendwo? Schade, ich habe eigentlich vorher gemeint, dass ich da eine Hacke gesehen habe. Ja, jetzt pass auf. Stream 1. Load Campaign. Birger Lone Wolf. Da bin ich auch noch nicht unfassbar weit, und das letzte Mal habe ich gespielt am 18.01. Das war halt genau vor 2 Wochen ungefähr. Ich lade jetzt das einfach mal. Ich mag nicht spoilern, ich mag auch gar nicht viel sagen, ich mag einfach nur zeigen, wie meine Brudis ausschauen. Nämlich ganz anders. Das bin ich, der Lone Wolf, und da habe ich auch eine Hacke. Und das Ding, da kann ich bin mir da 100% sicher, dass ich da über 2 Fädel zuhauen kann. Also da habe ich schon eine ziemlich fette Rüstung mit 340. Ich habe den auch als Lone Wolf gestartet, da bin ich ganz allein. Und mit der Zeit, den habe ich dann so schnell wie es geht, ist ja schon Level 16. So schaut mein Bild aus, auch wieder mit Student, Battleforged, Killing Frenzy, das ist der Teil, wenn es a kill increases all damage by 25% for 2 turns. Das heißt, da mache ich einfach, wenn ich jemanden umbringe, dann gehe ich in Berserker-Mode und mache, ist ja auch eine Großaxt. Ist das? Axe Two-Handed. Ist aber im Prinzip derselbe Waffentyp. Dann kann das der unterste Tier von den Zweihandäxten einfach noch nicht, oder? Weil der Split Man, der trifft definitiv nur jemand hinter sich. Also nicht nur eine Person. Da bin ich mir einfach 100% sicher. Ja, um
kurz meinen Bild, die anderen interessieren mich nicht, die kriegen den gleichen Bild. Das 6 da, die haben bloß andere Waffen. Ich habe da noch einen zweiten Haki-Mode, der ist ganz genauso geskillt. Und da habe ich noch einen Knut, der hat einen Flail, einen Legendary Flail, den ich gefunden habe. Und der hat halt einen anderen Skill, der hat halt einfach Flail Mastery anstatt Axe Mastery. Folgendermaßen ist da der Plan dahinter. Er hat einmal Colossus, damit er mehr aushält, du bist am Anfang allein. Ja? Brauchst mehr Hitpoints. Er hat Steel Brow, das heißt, er kann keine Hits auf den Kopf kriegen, fällt nicht um. Fällt nicht so schnell um einfach. Dann habe ich Relentless. Don't slow down. At all times, your initiative is reduced by only 50% of your accumul bla 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 instead of all of it. Das heißt, wenn meine Erschöpfung steigt, sinkt gleichzeitig meine Initiative, was natürlich beschissen ist, wenn ich allein bin, da wenn ich dann immer als Letzter dran bin, dann hauen nämlich die Gegner zweimal hintereinander auf mich drauf und das darf nicht passieren. Ich muss reinchargen, den ersten umprügeln oder am besten mit dem Roundhouse-Hacke alle wegmetzeln, damit alle Breaking sind und der ist mittlerweile so stark, dass er mit diesen Brigantentypen stelle ich mich mit eine allein, drücke einen Knopf und alle sind tot. Dann natürlich Axe-Mastery, ist klar, dass er ein bisschen mit dem Hacke umgehen kann. Brawny. The Fatigue Initiative Penalty from wearing armor and helmet is reduced by 30%. Das heißt, je fetter meine Rüstung ist, desto größer ist der Ausdauer-Debuff auf Fatigue, minus 44, und das reduziert den Malus um 30%. Dann ein Lone Wolf Skill. I work best alone with no ally within 3 tiles of distance. Deswegen stehen die auch so weit auseinander. Ich kriege einen Haufen Melee-Skill, 15%, Ranged Skill, Melee-Defense, Ranged Defense und Resolve, 15%, wenn keine befreundete Einheit im Umkreis von 3 Viertel neben mir ist. Dann habe ich noch einen Underdog. Wenn ich umzingelt werde, kriege ich keinen Defensivmalus, das heißt, es ist mir wurscht, wenn 8 Leute um mich rundum stehen, was ja permanent passiert, weil ich nun mal alleine bin, kriege ich keinen Malus auf meine Defense-Fähigkeiten und so. Dann Berserker. Wenn ich jemanden umbringe, kriege ich instant wieder 4 Action-Punkte und kann eventuell einen zweiten Axthieb austeilen oder mich kurz bewegen oder wie auch, was auch immer. Und Battleforged, specialized in heavy armor. Armor damage taken is reduced by a percentage equal to 5% of the current total armor value of both body and head armor. The heavier your armor and helmet, the more you benefit. Das heißt, da wird der Rüstungswert 280 plus 340 wird zusammengerechnet und 5% von diesem Wert in Prozent kriege ich weniger Schaden auf meine Rüstung. So hab's ich zumindest verstanden. Glaube ich. Ja, das ist mein Bild. Mehr geht nicht. Und Werte, kann man die Werte irgendwo anschauen? Das sieht man da unten. Ich meine, mein Melee-Wert ist fast bei 100. Mein Melee-Defense ist bei 34. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und mein Fatigue ist, obwohl ich die ganze Rüstung und so weiter auch bei 90. Resolve bei 66. Initiative ist nicht ganz gut, aber das ist mir auch wurscht. Die sollen sowieso zu mir herkommen. Ich gehe dann 4 und prügel da über den Haufen. Ja, that's it. Gibt auch eine Ork-Axt, mit der kannst 2 gleichzeitig aufs Maul hauen, wenn sie hintereinander stehen. Das kann ich aber mit meiner auch, da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, habe ich jetzt irgendwas umgestellt? Nicke. Birger, Lone Wolf, Safen. Schaut zwar dann aus, als hätte ich heute das letzte Mal gespielt, habe ich aber nicht wirklich. Freunde, das ist doch nicht! The time has come. Und schon ist es wieder 9:15. Es ist einfach so krass, auch bei mir. Übrigens für die Leute, die heute vielleicht das erste Mal nicht dabei sind, weil es ist doch ein Nischenspiel, vielleicht schaut da mal jemand Neues vorbei. Ich streame jeden Montag und Mittwoch von 20 bis 22 Uhr normal, meistens ein bisschen drüber und überhaupt und sowieso. Ich hoffe sehr, Sie hatten Spaß. Ich habe jetzt nicht vor, nächsten Mittwoch nochmal Battle Brothers zum Spielen. Also bis jetzt zumindest, das entscheide ich meistens am Sonntag. Jetzt habe ich erst meinen Haufen Scheiß zum Tun, kann ich nicht weiter drüber schmerzen, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Am Sonntag kommt leider kein Video, weil ich es bis dahin nicht schaffen werde. Das ist ein Shit-Ton of Work, was ich vorhabe und ich hoffe, ich mache es überhaupt. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Montag erst wieder. Was der mal am Montag? ChatGPTQ plus ausprobieren, da bin ich auch gespannt, auf was wir da wieder kommen, wenn die Community mitwirkt. Und nächsten Mittwoch, weiß ich noch nicht. Irgendein Indie-Game, irgendein anderes. Eventuell Software Inc.
Habe ich halt wieder auf Steam begutachtet. Das kostet bloß 14 € oder irgendwie sowas und das schaut dermaßen wild und lustig aus. Das kann man uns einmal anschauen. Das ist eine Aufbaustrategie, Firmen, Mitarbeiter managen, Wirtschaftssimulation und so weiter. Ja, mal wieder was zum Aufbauen, ein bisschen was Gemütliches. Ja gut, Battle Brothers ist auch gemütlich. Schauen wir mal. Frau Schrö, danke für deinen Euro 11. Und Schrö im Allgemeinen wird retriggert. Schrö, Küsschen aufs Nüsschen, danke für die Mitgliedschaft. Und danke für den Euro 11 an die Frau Schrö. Entschuldigung, dass ich euch übersehen habe. Bin schon mega gespannt auf Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy kommt am Montag in einer Woche. Also rauskommen wir jetzt am Freitag in einer Woche und streamen werden wir das erste Mal am Montag in einer Woche. Und ja, that's the plan so far. Weißt du eigentlich, dass du in Twitch Clips Germany bist? Ja, weiß ich. Mehrmals sogar. Am Mittwoch, oder? Was ist am Mittwoch? Hogwarts Legacy sollte eigentlich am Freitag rauskommen. Nicht am Mittwoch. Glaube ich. So habe es mir zumindest notiert. Wenn es am Mittwoch kommt, werden wir es nicht direkt am Mittwoch. Obwohl. Weiß ich noch nicht. Das entscheidet der Zukunftsbürger am Sonntag, wenn er im Discord vorbestellen können ab 7. Februar. Ich bestelle nicht vor. Das werde ich einmal nicht machen. Nicht für Hogwarts Legacy. Als Streamer müsste das eigentlich fast so machen, aber nö. Da lassen wir uns lieber gut Ding braucht Weile. Wir schauen uns am Montag an und dann sind wir gespannt. Bei dieser. So. Friends of the Sun. Merci fürs Zugucken. Ne? Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Like nicht vergessen, bevor es euch schleicht. Twitch geht jetzt um mir auf YouTube. Ich stream da übrigens gleichzeitig, wer das immer noch nicht weiß. Und ganz wichtig. Wer noch so eine Kappe braucht, ja, bevor es dann wieder ausverkauft sind, der tragt sie bitte schön in den E-Mail-Verteiler ein. Aber halt bitte schön auch bloß, wenn er wirklich eins braucht. Und überhaupt sowieso, damit wir ungefähr einen Richtwert haben, wie viel das wir machen lassen. Damit es nicht wieder sofort ausverkauft sind und vielleicht einmal 5 übrig bleiben. Tja, und das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Battle Brothers ist einfach gut Spiel und viel Spaß an alle, die damit vielleicht ein bisschen angefixt haben. Das passiert ja doch immer und immer wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für die ganzen Donations. Dankeschön für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Dankeschön für die ganzen alten Mitgliedschaften. Da haben wir teilweise ein paar Leute dabei, da kriege ich einen Schlaganfall. Wie lange das die schon dabei sind. Was haben wir am Montag gehabt? Ein Mr. Mash mit 44 Monaten und noch länger. Weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und natürlich die Triple F Moderatoren. Kinder, jetzt schleicht euch ins Bett. Ah, gut Spiel. Gefällt mir. Also jetzt bin ich schon wieder, ich bin immer noch ein bisschen WoW-süchtig, bin ich schon wieder da wegen angefixt, dass ich da wegen weiterspiele. Aber was ist was ist. Wir sehen uns spätestens am Montag auf die Nacht um 20 Uhr. Machen wir da ein wenig am Blödsinn und im Discord am Sonntag auf die Nacht mit der Ankündigung, was wir tun. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Habt eine gute Nacht. Vorab schon mal schönes Wochenende. Ich weiß schon, da ist nur 2 Tage hier, aber egal. Wir sehen uns bis dahin nicht mehr. Schleicht euch! Hall! Hashtag Schödrapse, richtig geschrieben, bitteschön. Hashtag Spalten und Hackeln. Hashtag Gackiwurst und Biesestrahl. Einfach, weil wir es kennen. Und jetzt verpisst euch, habe ich die